Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion und mir geht das Herz schon auf. Also ihr hört es gerade ein bisschen meiner euphorischen Stimme. Mein Name ist Corby und ihr werdet es nicht glauben, wir sind wieder zu dritt. Wir sind hier zu dritt in der Originalbesetzung, schon lange nicht mehr gehabt und ich begrüße ganz, ganz herzlich von meinem, wärmsten Inneren heraus. Mike, servus Mike. Servus und habe die Corby, du bist da halt so gut aufgelegt, das ist ein Wahnsinn. Ja, wirklich, ich habe mir gedacht, geil, wir schaffen das bestimmt mal wieder, dass wir zu dritt eine Folge aufnehmen und alle sitzen schon da und denken sie, ist er da, ist er endlich da? Hier ist der Seppi! Hey, Seppi, wie geht's? Ah, er ist doch nicht da, scheiße. Kann ich hab die gar nicht richtig erkannt. Mensch, ja, Kalle. Ich hab ein Tor wachsen lassen, jetzt merkt man es. Ich verstehe das schon, ja. Ja, ich wollte einmal in meinem Leben witzig sein. Ja, es hat wie so oft nicht funktioniert. Ja, also schlecht war es nicht. Ja. Hätte sein können. Ja, aber du kannst mich mit dem Seppi nicht verwechseln, weil der Seppi ist so kasig, der ist fast durchsichtig. Weil wir haben du bist braun gebrannt, von was denn? Nein, das auf alle Fälle nicht, aber es ist einmal festgelegt worden, dass Hautton, also Käsigkeit in Seppis gemessen wird. 10 von 10 Seppis ist durchsichtig. Okay, und wie viele Seppis hast du? Ich denke jetzt mal, ich habe eine stabile 7. Ja, das glaube ich. Das heißt quasi, desto weniger Seppi, desto besser. Je weniger Seppis, umso brauner wirst du. Okay. Ah, okay. Aber gut, desto brauner ist auch immer so eine Sache, gell, wenn du da so braun bist. Genau, je weniger Seppis, umso mehr Nazi wirst. Ja, genau. Es ist schön, dass wir noch keine 5 Minuten aufnehmen und jetzt schon bei Nazis sind. Ja, das war mir beim ersten Moment, als der Mike mit sich eingeklinkt hat. Halt doch dein Maul jetzt auch. Aber jetzt mir ohne Scheiß, oder? Das ist doch fast schon ein Leck, dass wir zu dritt einfach mal wieder Folge aufnehmen. Das ist echt schön, ja. Das ist schon wieder so lange her, oder was? Ja, aber wann war denn das letzte Mal? Die Nippelverhärter, oder? Ich glaube auch fast. Okay. Das ist ja gefühlt schon wieder 100 Jahre her. Und ja, keine Ahnung. Bis jetzt sind wir ja nur enttäuscht worden mit allem, was bis jetzt rausgekommen ist. Oder? Wer redet gleich über Madame Web? Ich glaube, dass ich zur selben Zeit auch im Kino gesessen bin, nur ich habe ein bisschen Film gesehen. Du Hurenbock, warum sagst du mir nicht Bescheid? Hobby, da hast du gesagt, ich melde mich noch. Du hast dann einen klassischen Mic abgezogen. Wann? Hey, hast Zeit? Dann schreib er, ja, schauen wir mal, ich melde mich noch. Und dann hat er sich nicht mehr gerührt. Wann hättest du mir geschrieben, dass du ins Kino gehst, du Ich kann Schweinslöffel? einen Chatverlauf sagen. Was macht man mit der Brandl-Premiere? Weil sie gerade eine Kombi noch geschrieben hat, auf keinen Fall. Brandl. Ja, das ist jetzt nicht. Ja, das hab ich tatsächlich übersehen, weil ich hab dann die Post von Brandl Pictures gesehen und dann hab ich deinen Geschwollschell da außer Blitzen gesehen. Ja, hab ich ausgleicht. Dann haben wir gedacht, fix Mari, da ist ein Gewinn. Da war ich lieber gewesen. Aber ich glaube, was haben wir heute? Dienstag? Gestern? Nein, ich war tatsächlich am Sonntag auch, stimmt. Ja, siehst du das? Ja. Ja, ich habe damit ja nur aussagen wollen, ich habe mich da nicht gut gefühlt und ich habe schon gewusst, dass ich da krank bin an dem Tag, deswegen habe ich da nicht bekommen. Tja, steckst schon drin. Ja. Das war eins von meinen ersten Rolex, hätte ich fast behaupten. Echt? Ja. Ja, verzeih. Ja, war sehr geil. Also, ich wollte eigentlich gar nicht hin. Ich sag's, wie es ist. Ich bin schon um 5 Uhr mit meinen Fratzen auf der Couch gesessen und bin bei die Abenteuer der jungen Jedi auf der Couch fast eingeschlafen. Und dann hat's gesagt, jetzt muss ich noch Die sind aber aufstehen. schön, gell? Was? Abenteuer der kleinen Jedi sind schön. Ja, Oder ist die wirklich Jungen. schön. Ist wirklich schön. Aber ich war den ganzen Tag unterwegs und habe mir gedacht, jetzt kannst du so schön schlafen. Nein, du musst jetzt auf und musst auf Landau fahren und musst in die Brandl-Premiere fahren. Und zwar vor dem Film Tanz der Toten. Und also nicht nur alle Anwesenden haben eigentlich davon ausgegangen, dass dass jeder für sich allein da drin sitzt. Dass da Hexen so 10 Leute da sind. Und weil wir behaupten, dass fast 50 oder 60 Leute da waren bei dem Ding. Also das war brutal gefüllt. Und immer mehr Leute sind gekommen und Österreicher sind gekommen. Die haben 3 Stunden Anfahrt gehabt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Typ geheißen hat, aber der war von Uncut TV. Der hat eine 3-stündige Anfahrt gehabt, dass er sich diese Premiere nicht entgehen lässt. What the fuck? In welchem Kino war das? Im Cookie? In Landau, im Cookie. Aha, okay.
Krass. Ja, haben sie verdient, die Brandls. Ja, 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 absolut. All fame the Brandls. Ja. Und die Leute von Black Lava waren da, der Tom und so, also war wieder sehr, sehr nett, weil es sind immer so Leute, die man nur immer entweder also auf Conventions oder dann eben auf die Brandl-Premieren sagt. Und ja, war wieder ganz lustig. Auch der Peter war wieder da, der ihrer Peter. Grüße gehen raus. Und ja, was soll man sagen? Coole Leute Jetzt am muss man Anfang aber schon. um den Kani und mich zu verteidigen, sagen, wir sind jetzt nicht persönlich eingeladen worden. Also, Ja, wir sind nicht. halt- wir, Ja, nicht. Ach so, okay. Der eingeladen wird ja persönlich nur der in die Filme mitgespielt hat. Ja, okay, aber ich meine, er kann ja uns hier, die High Society, schon höchstpersönlich einladen. Ja, kann er. Tut er nicht. Er sagt, er kann sich's leisten und haut bloß da seine Infos raus, da und da ist der Place to be und wer da ist, ist da und wer nicht da ist, der weint dann. Okay. Musst du da Eintritt sein? Nein, man gibt bloß so einen freiwilligen Opulus ab. Okay. Wie viel was geben? Nix. Ich hab gar nichts hergegeben. Ich habe einen Tringer gekauft, im Kino drin habe ich was zu Tringer gekauft, dass ich ihn ein bisschen unterstützt und ich habe mir nur einen Film gekauft und so, ich habe so unterstützt. Okay. Ja, gut. Brandl, am Ginter wegen hingelangt. Du, der Kind, der am Anfang war er total cool und so und auf einmal haben immer mehr Leute gekommen, immer mehr und der Kind hat pro Mann mehr zum Schwitzen angefangen und immer nervöser ist er geworden, weil er gesagt, jetzt muss er eine Ansprache halten da unten vor so viel Leuten und so. Ja, war lustig. Der Film selber war auch sehr cool. Schon? Wir haben es diesmal mit einem Vampir, Werwolf, Zombie-Flick zum Tor, also der haut wieder alles ein, was es ein wenig so gibt. Er nimmt wieder richtig coole Locations her, recht authentische Locations, also quasi so wie bei dem Western, wo er in Pullman City war. Nur da, das war jetzt in so einer Stadt im 18. Jahrhundert und so und ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber auf alle Fälle gibt's diese Stadt, in der er draht worden ist. Und das schaut total authentisch aus. Auch die Kostüme sind nicht schlecht. Diesmal hat er auch auf seine Perücken verzichtet, die das Sehvergnügen sehr oft trüben. Das haben wir schon bei Unholy Ground gehabt, dass der Film so richtig geil ausgeschaut hat. Nur die Perücken reißen die da oft raus, weil das wegen so nach Fasching ausgeschaut hat. Aber jetzt in dem Film coole Vampire mit mordslange Zähnen, Haufen knockerte Mädels dabei. Wirklich sehr ansehnliche knockerte Mädels. Ja, wir haben Zombies, wir haben Werwölfe, eine coole Verwandlung. Der eine ist der Helmut und der andere ist der Günther. Der Helmut, der hat eine Werwolf-Verwandlung, dass du sagst, wow, da ist ja American Werewolf, kann da direkt neidisch werden. Also, aber jetzt wirklich alles auf Brandl-Niveau ist das ziemlich cool gemacht wieder. Mit sehr viel Herzblut. Er kann halt immer wieder mal die Schere ansetzen. Also 2 Stunden ist für das Ding fast ein wenig lang. Wenn du sagst, das Ding dauert 80 Minuten, klangt das in die Haut rein. Aber so war er super unterhaltsam. Ja, war cool. Am Schluss haben wir uns noch ein wenig zusammengesessen, auf eine Zigaretten dazu und ein paar Radler und war ein sehr angenehmer Abend. Ja, schön, schau. Das ist ja meistens so, wenn man eigentlich denkt, ich hab keinen Bock und dann wird's eigentlich doch ganz lustig. Weißt du, da, wie neulich da beim Kani auf der Party. Ja, stimmt, da wollte auch keiner hin. Dabei war es dann doch lustig. Mei, wir wieder nicht zuhört. Ich glaube, dass seine Kopfhörer leer sind. Habt ihr das von mir gerade geredet? Ich hab gerade auf Stumm geschalten gehabt. Ja. Na, war echt tolle Party. Was? Na, was Also- denn? Wir haben ja Spaß gehabt. Ja, ich auch, als es weg war. Boah, du Arsch. So, jetzt waren wir so lang, da war das Festel dann gar, wenn wir weg waren. An uns Drohkrank bist, mei, geht's nicht, bitte, ihr nicht. Wenn's noch gerade gar gewesen wäre, bis um 7 in der Früh sind wir gesessen. Wow. Das tut man so lang. Ja, sich unterhalten. Okay. Krank. Völlig, Völlig verrückt. völlig kranke Scheiße. Aber weil du gesagt hast, er kann ruhig öfter mal die Schere ursetzen. Das heißt, deine Filme sind meistens so über 2 Stunden lang, oder wie? Ja, Na, der schon. Mike meint, dass die schön anzusehenden nackten Frauen öfter mal Schere jetzt machen bist du sollten. wieder wach. Ja, jetzt bist du wieder wach. Schere Weißt du, ist mein Stichwort. Vorhin, als er schon Schere gesagt hat, habe ich mir gedacht, kein blöder Kommentar. Er konzentriert sich gar nicht. Irgendwas macht er. Wahrscheinlich hat er sich überhaupt nicht vorbereitet und hat gerade nur seine Lex gegoogelt. Ja, ich hab mir gerade so gedacht, Alter, ich hab nur Spiele da gemacht, wenn jemand Tagsruhe auf. Scheiße. Dann sage ich Mike sein Geschwallstellen und ich den Seppi sagen, ich bin total verwirrt heute. Jetzt ohne Schmarrn, hast du gemeint, heute ist der Tag früh, oder Nein, was? hab ich nicht gemeint. Kann man schon meinen. Aber mit Schere hast du mich sofort. Nein, das war, also es ist wirklich oft so, dass die Filme dann so zwischen 2 und 3 Stunden lang sind. Und wenn es halt einfach, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde kürzer werden und einfach ein bisschen knackiger, wenn man das Fett ein wenig wegschneiden darf, dann werden die Filme noch unterhaltsamer. Aber wie gesagt,
wenn man das alles mit die Brandl-Standards sieht, dass es wirklich No-Budget-Filme sind, die mit so viel Herzblut gemacht worden sind, dann verzeiht man das sehr viel, war sehr unterhaltsam wieder. Er kann zwar nicht ganz an den Unholy Ground hin, das immer noch für mich ein Magnum Opus ist, weil so viel Irrsinn und Schweinskram und Blut und gotteslästerliches Zeug in einem Film, das muss man schon mal suchen. Aber Tanz der Toten war sehr ordentlich und erscheint da jetzt dann demnächst auf Blu-ray und DVD. Und wer das kaufen möchte, der kann gerne mal bei die Brandls auf der Homepage oder bei Facebook oder bei Instagram vorbeischauen. Der Günther freut sich auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Bestimmt. Jo. Und Günther, lad uns halt einfach mal ein. Also, weißt du, da brichst du jetzt keine Krone aus dem Zacken. Das kannst du mit dem Hardline selber sagen, wenn er da ist. Also ich bin auch oft genug eingeladen bei den Brandls. Also Ja, zum eigentlich ist Mitspielen. eigentlich ist nur der Corby derjenige, der nicht gern gesehen ist. Du hast aber eine Zeit lang brutal viele Filme mitgespielt. Ja, jetzt ist mir leider die letzten Male, wo wir gestimmt haben, ist mir leider nicht ausgegangen. Aber da haben wir jetzt mal ein bisschen was runtergetragen. Bei dem letzten Western im Tal von sowieso, glaube ich, war ich dabei. Frag mich nicht, wie die anderen heißen. Der Gintel macht sowieso viel, der Gintel. Genau. Okay. Ja, gut, ich wollte ihm ja schon mal aufschmatzen, dass er Viva la Movie-Illusion der Film dran soll. Zumindest hat er kurz mal Ja gesagt und dann, als ich das zweite Mal gefragt habe, hat er gesagt, ich soll jetzt vielleicht Geh weg, Corby, geh weg. ruhig sein. Wie war's, wenn endlich der Sau ums Maul holst, Corby? Ach ja, schön. Ja, dann rutsch ich jetzt einfach schnell mit ein, weil wir ja beide im Kino waren am klar, Sonntag. Du bist so unhöflich, weißt du schon, ich wollte gerade Entschuldigung, hier... sei mal bitte Start. Weil jetzt unterhalten sich gerade zwei Erwachsene. Nein, aber man, das passt ja gerade, weil der Mike und ich waren ja gleichzeitig im Kino, zwar örtlich getrennt, doch im Herzen vereint. Richtig. Und er hat tatsächlich recht gehabt, ich war viel lieber bei den Brandls dabei gesessen, als bei dieser scheiß Madame Web im Kino zum Sitzen. So schlecht? Habe ich recht gehabt? Der Film ist, ich möchte nicht mal sagen, dass er schlecht ist, aber er ist einfach, der ist wie ein Katz, der ist einfach da. Aber es bringt da halt nichts. Der Film ist so völlig belanglos. Es ist so da passiert nichts den ganzen Film. Also, ich glaube, auf Letterboxd dabei eingeschrieben, ich habe was gefunden, was meine Schlafprobleme beheben wird. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel mit dem Handy gespielt habe. Du siehst die ganzen Leute, also wir haben ja gemeint, geile Weiber, enge Anzüge, da werden bei mir Spinnenfetten anschießen im Kino drinnen. Nix wird Spinnenfetten angeschossen, weil es ist am Bruchteil von einer Sekunde siehst du die Leute alle mal in einem Anzug so ungefähr. Also das ist einfach total langweilig. Dieser Film ist, ich weiß nicht, wie es anders beschreiben soll, der ist so langweilig, so endlos langweilig, dieser Film. Keine Ahnung, was das soll. Also, jetzt hat Sony mit dem ersten Venom bewiesen, dass sie es nicht kennen. Mit Morbius haben sie es bewiesen, dass sie es nicht kennen. Mit Venom 2 haben sie es geschafft, dass ich mich fremdgeschämt habe im Kino. Mit Madame Web haben sie es jetzt geschafft, dass ich endlich einen Film habe, zu dem ich einfach schön genüsslich entschlafen kann. Und ich bin ja dann gespannt, was mit Craven schaffen. Was wird das dann sein? Wird das dann, keine Ahnung, führt der dann zu Erektionsstörungen bei mir oder so? Ich weiß nicht, ich bin gespannt auf alle Fälle, was Sony alles mit mir noch anstellen wird in den kommenden Filmen. Aber Madame Web ist wirklich... so geil vorstellen, wenn die da in so einer Filmbesprechung sind, also was in der Vorbesprechung, und du jetzt einfach nur hinten im Hintergrund sitzen und das kommentieren. Weißt du, so Reaction-Video-mäßig. Ja, Mann, das ist der wohl im Hase. Aber der darf uns mich nicht verurteilen, weil er will ja handgreiflich. Weil das ist eine Frechheit. Wenn er keine Mädels in Anzüge zeigt und ein bisschen eine Schwingerei, was macht er denn dann? Ja, weiß ich nicht, was das alles soll. Am Anfang gichtelt der andere Mann hochschwanger im Amazonas umeinander und sucht den eigenen so Superspinnen. Dann kommen irgendwelche Amazonas-Einwohner-Spider-Mans, die umeinander hupfen, mit dem ersten Effekt, wo ich da schon einen Schlaganfall gekriegt habe, weil er so unterirdisch war. Und dann, ja, was weiß ich, 30 Jahre später, guckt dann die zukünftige Madame Web mit dem Krankenwagen umeinander und kriegt dann auf einmal Visionen. Sie sagt ja dann immer ein bisschen so die Zukunft und dann möchte sie die 3 Mädels, die man im Trailer gesehen hat, wo man meint, war cool, das ist wieder fette Spider-Lady-Action. Die sagt halt dann, dass der andere komische Spider-Typ die umbringen möchte und sie hilft ihnen dann. Und das ist ja teilweise so dumm einfach alles. Sie kennen ja halt überall, sie wissen dann irgendwann, glaube ich, dass sie immer geortet werden können. Egal ob Handy oder sonst irgendwas. Dann sind sie irgendwo in einem Haus, wo sie gefunden werden. Dann kommt Emma Roberts ist dabei, ja, die haben wir auch noch verschissen, dass wir die da drinnen brauchen.
Er sagt, ich bin schwanger, ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren. Und was ist die beste Idee natürlich? Lassen wir die 3 Weiber im Safehouse oder sagen wir, na, es fahrt's mit durch New York an die Ampeln, an die Kameras vorbei. Ganz logische Sache, oder? Zweite Wahl, natürlich. Ganz, ganz klare Sache. Oder auch wie dann der Base stirbt am Schluss. Was sagst du, er kann sonst wo an der Wand entlang laufen und oberhupfen und sonst gibt's und dann fällt da so ein 3 Meter Gebäude ober, wo er sich auf einmal nicht mehr da fangen kann und wegspringen und, also das ist, na, hau mir ab, Sony. Du sollst endlich die ganzen Rechte für das Spider-Zeug abgeben und keine Ahnung, auf die Miles Morales-Filme sollst du dich konzentrieren, das kennst du anscheinend und aber die Realsachen bitte nicht aufhören, das ist Mobbing, was das mit mir macht. Die haben echt gar keinen Bock nicht, gell? Nein, die wirklich, wollen gar nicht. Das ist wirklich, also Madame Web, der Film ist stinkfaul, die Schreiber, also auch die Dakota Johnson, oder heißt? Ja. Die da ja wirklich, die holt das nur ein bisschen, die trockt den Film nur ein wenig, finde ich. Aber ansonsten kannst du den Film komplett ritzen. Also, ich habe weder Venom ganz geschafft. Also, ich hab schon 3 Versuche gehabt, ich bin immer bis Minute 20 gekommen, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ich kenne aber tatsächlich Leute, die sagen, Venom, super geiler Film. Und Ja, Venom gibt's 2, viel. boah, der war auch richtig, richtig gut. Ach nein, das sagt Also, keiner. Nein, Corby, das sagt da keiner, lügt dass er, Venom da 2 lügt er super die war. Nein, das sagt keiner. Kann das auch, dass die mich so sehr hassen, dass die mich anlegen und mich da nach vorne locken wollen? Ja. Genau, Aber die wollen, dass offensichtlich- du dir das antust. Ja. Aber offensichtlich gibt es ja anscheinend eine gewisse Zielgruppe, die meint, oh cool, hier gibt es ja nur eine zweite Marvel-Comic-Serie, die verfilmt wird. Also ich glaube, dass es bei Venom ganz einfach schon mal erstens der Name ist, weil Venom halt wirklich ein ultra beliebter Charakter ist. Der zweite Teil hat er dann auch noch mit dem Carnage ins Kino gelockt. Und ich glaube, dass einfach ein Großteil sich dann eine sitzt und sagt, was anderes kriegen wir aktuell nicht, weil Sony hat die Rechte. Also findet man es halt jetzt einfach gut, weil es eh nicht hilft. Weil was Oder? möchtest du sonst Also, tun? ich mein, irgendwie ist es komisch. Und sagen wir mal, die Spider-Man-Filme waren ja auch von Sony, oder? Ja, außer die jetzigen, die sind ja in Kooperation mit Disney und so gemacht worden. Die mit dem Tom Holland, oder? Genau. Ja, die mit dem Tom Holland meine ich ja. Ach so, das war immer ein ja gut, dann erklärt's, warum die so Die gut haben waren. eine ausgeliehen, haben sie, Bist oder? du, also die ersten mit dem Tobey Maguire und die anderen mit dem Andrew Garfield, die waren rein Sony produziert und dann haben sie eben den Deal mit Disney gemacht, dass der Spider-Man bei ihnen mit auftreten darf. Mhm. Und darum funktionieren die Ja, halt wesentlich besser. Ja, ich hab mir schon beim Trailer gedacht gehabt, also irgendwie, wenn das alles sein soll, dann verstehe ich gar nicht, warum man den Film überhaupt macht. Ja, Vor allem, es ist ja auch so, dass diese Madame Web so eine dermaßen eine Side-Figur ist in diesem Spider-Man-Universum. Ich hab wirklich voll Spider-Man-Comics gelesen und das einzige Mal, wo die jemals auftreten ist, das war in der Zeichentrickserie aus den 90er. Da habe ich es eigentlich nur 1 oder 2 Mal gesehen und sonst war die Frau einfach nur so eine Randnotiz in diesem ich hab Spider-Man-Universum. die nie irgendwie in einem Comic gesehen. Also damals gut, ich hab die reinen, doch bei Marvel Now, als sie so einen Neustart gemacht haben, habe ich ein bisschen Spider-Man gelesen, aber ich hab die auch überhaupt nicht kennt. Weil sie wollten ja irgendwie. Aber das ist glaub ich, nicht die Spider-Gwen, oder? Das sind schon Nein. 2 unterschiedliche. sind alles so unterschiedlich. Also auch diese anderen 3 Spider-Puten, die sie mit eingeführt haben auch nichts mit der Spider-Gwen zum tun. Und ja, keine Ahnung, anscheinend wollten sie wollten ja anscheinend irgendwie so ein bisschen eher ein eigenes Spider-Verse aufbauen, weil da gibt's ja ganz viele Geschichten wie dieses, frag mich nicht mehr, wie das heißt, aber wo ganz New York dann aus Spinnenmenschen besteht und ich glaube, dass dann auch alle Helden, also Captain America, also alle haben dann irgendwie zusätzlich Spinnenkräfte, da gibt's irgendwie so einen großen Comic-Run. Aber man kann da schon was Cooles verzeihen, aber halt nicht Sony. Die haben ja jetzt bei Madame Web haben sie nicht einmal mehr Post-Credit-Scene eingeführt, weil sie genau wissen, dass es wahrscheinlich eh nicht weitergeht mit dem Zeug. Brauchen wir gar nichts Neues so teasern, weil wir nichts Neues machen werden, weil der Mann ist jetzt sogar noch ein größer. Ich glaube, das ist jetzt der größte Marvel-bezogene Flop seit dem Fantastic Four Reboot. Das war bis dahin der Rekordhalter und jetzt ist es Madame Web. Schön. Ja, Schön. zauberhaft, auf alle Fälle. Ja. Ich bin ausgegangen und habe gesagt, wow. Dann übernehme ich einfach mal. Und wenn wir Ja, jetzt gerade bitte. schon immer im Kino sind, es war großartig, Leute. Ich verzeihe euch mal über eine Geschichte, war wirklich super. Mich fragt ein guter Freund von mir, ob ich mit dem ins Kino will. Nennen wir den Typen mal Daniel. Und er hat dann gemeint, hey du, da ist so ein deutscher Film, der ist jetzt dann Oscar nominiert. Und wie hieß der Film? Anatomie eines Falls. Und grandios, wirklich. Er sagt, hey, wie schaut's aus, wenn wir da ins Kino? Und ich hab dann erst noch ein bisschen schauen müssen, hab's dann aber hingebracht.
Und dann warte ich da schon auf ihn, weil er hat sich da ein bisschen verkalkuliert und kam zu spät und was weiß ich. Und dann war ich schon leicht angepisst. Und dann gehen wir da hoch und Angepisst da ist ihm gleich Pfotzen vorher im Trottel. Und der hat schon immer ein Problem damit, dass er sich immer entschuldigt. Das kann er nicht. Und dann stehen wir da oben. Ich bring die um. Und dann stehen wir da oben und sagen, ja, wir hätten mal gern Anatomie eines Falls sehen. Und dann sagen die, ja, das ist schön, aber es gibt keinen Platz mehr. Was? Ja. Jetzt ohne Schmarrn. Ja, die haben vor uns die Reihe, also es sind ja vor uns dann mehrere Leute wieder des Kinos verwiesen worden und ich hab mir schon die ganze Zeit gedacht, was werden sie die denn anschauen, wo sie nicht mehr reinkommen, sind die bescheuert. Ja, da ich mir aber dann gedacht hat, nein. Also, und vor allem der arme Daniel ist jetzt schon von seinem Zuhause bis nach Straubing gefahren. Dann haben wir gesagt, ja gut, schauen wir uns was anderes an. Und ich habe ihm dann was aussuchen lassen. Das haben wir dann nicht gemacht, sondern ich habe dann was ausgesucht. Und zwar haben wir uns das Erwachen der Jägerin angeschaut, in meiner großen Hoffnung, dass es sich um eine Dokumentation handelt. War es aber nicht. War es aber nicht. Ja, und zumindest dann, in der Hauptrolle war Daisy Ridley, die erwacht anscheinend gern. Genau. Wie heißt es aus Star Wars? Ray. Ja, Daisy Ridley. Ja, du hast schon richtig gesagt. In Star Wars heißt es auch so. Die hat nämlich ihren echten Namen benutzt. Und Daisy wegen Disney quasi. Genau. So, Mike. Disney. Kennst du die in Straubing im Kino ein bisschen aus? Ja. Kennst du das Kino 5, da wo man die Treppe aufgeht, aber nicht ganz nach oben, sondern da gab es immer so ein Zwischenkino. Warst du da in letzter Zeit mal wieder? Na, das ist ewig her. Das war eigentlich immer so das Abgefuckteste von den Räumen, also da, wo technisch meistens nichts funktioniert. Und wir gehen da rein und stehen in einem Aquarium. Also die haben ohne Scheiß dieses ganze Ding umbaut wie ein Aquarium und dann neue Sitze und eine Bar hinten mit drin. Eigentlich richtig geil hergerichtet. Wow. Und dann Lounge. Ja, voll cool. Kani hat sich gerne mal bequem gemacht und jetzt, also ich hab fast schon gedacht, ich hab schon gedacht, jetzt pennt er gleich. Und anstatt dass dann es mit der Werbung losgeht, weil es thematisch ja passt, kommt dann erst einmal so 10 Minuten lang Aquarium-Film. Das ist sowas wie das Lagerfeuer bei Netflix oder was? Ja, genau, so ein Ambiente-Ding. Oh Gott. Liebes Straubinger Kino, erklärt's doch bitte in den Kommentaren, was wollt ihr damit bezwecken? Weil ich hab mir echt gedacht, also ich penne wirklich jetzt jeden Augenblick ein. Das war fast wie autogenes Training, oder? Ja, aber das ganze Kino hat doch so ein Ambiente, weißt du, das hat ja dann mit den Wänden miteinander zusammenpasst, dann verschmeißt das voll, da meinst du, wow, geil, oder liegt so geil in einer Aquatherme drinnen und da hätte jetzt gerne so eine Düse, die mir unten ein bisschen am Sack rumblubbert. Das hat mir vorgestellt und dann bin ich eingeschlafen und hab das auch geträumt, hab ich gemeint, dabei hat der Korbi an meinem Sack rumgeblubbert. Ekelhafter. Und das einzig Warme war, dass sie auch nicht Hosen brunst hat, oder? Ja, genau. Ja. Korbi hat ein Bücher drunter gehalten für eine Natursicht. Jedenfalls haben der Kani und ich zusammen das Erwachen der Jägerin vom Neil Burger uns begeistert anschauen dürfen. Es The geht Marsh King's Daughter. um die Helena. Das ist eine junge Mutter, die Rache an einem Mann plant, der ihre Mutter entführt und in der Wildnis gefangen gehalten hat. Und zwar, Mike, halt die fest, es ist ihr eigener Vater. Wow. Bam, bam. Genau. Es ist eigentlich mit einem sehr ruhigen Start verbunden. Ich habe da nach wie vor die Hoffnung gehabt, vielleicht geht es so in diese Doku-Vibe, aber dann am Ende war es ein Thriller. Relativ vorhersehbar, aber ja. War echt so. Ja. Das Ende, Action-Thriller. wenn er anders gemacht hätte, das war so geil gewesen, der hätte am Ende sowas Geiles machen können. Aber nein,
sie entscheiden sich einfach für diese 0815-Wichse, die jeder Film davor schon 1000-mal gemacht hat und somit bleibt dieser Film auch völlig belanglos. Scheiße. Ich glaube, dass das Ende mit Absicht so gemacht worden ist, weil sie einfach keinen Bock mehr gehabt haben. Die waren Keine bis Ahnung. zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich immer nur voller Ideen, dann ist der mit die Ideen Ja, aber wo gestorben, waren denn die keine Ahnung. Ideen? Wo waren's denn noch gerade? Ja, wo sie aus der Grube da rausgekrochen ist, das war ja schon verrückt. Okay. Ja, ich habe vorhin noch bei der Vorbereitung gelesen, der ist angeblich schon irgendwie auf Prime, weil der unter anderem von Amazon mitproduziert worden ist. Wäre mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, wo der Film losgegangen ist, aber ja, Anatomie eines Falls, wunderbarer Film. Scheinbar. Also, und was hätte dann der Kani ausgesucht, das würde mich jetzt noch interessieren, weil er nicht recht gekriegt hat? Ich bin ja gar nicht gefragt worden. Ach so. Doch, ich hab die gefragt und dann 2 Filme waren noch zur Auswahl und was war denn Nein, die anderen sind doch schon alle angelaufen gewesen, oder? War das Es nicht waren, es waren nur die 2 Erwachen? und der eine, nein, und der andere war, da war er 10 Minuten irgendwie schon Genau, oder, losgegangen oder so. Ja, aber da haben wir dann gesagt, das machen wir nicht. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich mir ausgesucht hätte, weil Also, das letzte Mal, wo ich ins Kino gefahren bin und nicht reserviert habe, da wollte ich mit meiner Frau damals die 3 Fragezeichen anschauen. Und das war nicht der letzte, der mit dem Drachen, bla bla bla, sondern einer von denen zu der Zeit, wo Schwerter des Königs gelaufen ist. Dungeon Siege. Und da hat es dann eben geheißen, ja, 3 Fragezeichen läuft halt nicht, weil es irgendeine Live-Übertragung von irgendeinem Opernhaus, was weiß der Geier, Blödsinn. Und dann haben wir uns überlegt, hey, was schauen wir uns dann an? Und dann haben wir uns in Schwerter des Königs eingesessen. Und dann habe ich geschworen, ich gehe nie mehr ins Kino, ohne dass ich vorher reserviert habe, bevor ich in irgendeinem Scheißdreck drin sitze. der Uwe Boll, Schwerter des Königs, oder? Ja, genau, der Gute. Ganz Mit dem Jason großes Kino. Statham. Ja, den haben wir uns damals sogar bewusst angeschaut im Kino. Haben wir uns da nicht sogar getroffen? Ich glaube, am Freddy habe ich getroffen oder so. Also der da war ja auch dabei, es war im Da Blattling. warst du damals. dabei. Ein Scheißdreck. Ja gut, da war jetzt halt der Film besser. Zur Verteidigung vom Kani muss ich schon sagen, es war das kleinste Kino, das die gehabt haben, wo es Anatomie eines Falls laufen haben lassen. Also es war ein bisschen dämlich wieder mal. ich hab mir Was ist denn ein großer City-Dom-Bash-Tag, oder wie? Ja, ich hab mir neidisch gedacht, für das, dass ja Straubing-Kim rede ich immer ziemlich oft sehr schlecht über das Kino in Straubing. Also leid, ihr könnt euch ja mal da Gedanken machen, wenn ihr einen Oscar-prämierten deutschen Film irgendwo laufen lassen wollt, ob man da nicht eventuell ein größeres Kino nimmt, als das kleinste, das ihr habt. Ja. Wenn schon nicht so viele andere Sachen kommen. Weil in Das Erwachen der Jägerin, da waren wir zu viert. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Dass der Film überhaupt bei uns in die Kinos läuft, wundert mich, weil das. Der kann, was hat der für ein Publikum? Gar keins. Leute, die es nicht wissen und Leute, die es niemals wissen werden. Keine Ahnung. Wer schaut denn sowas freiwillig im Kino? Ja, Tja. wir zwei. Das war auch nicht freiwillig. Und ich glaube, die anderen 2, die auch drin waren, die sind auch nicht freiwillig in diesen Film gegangen. Nein, glaub, das glaube ich auch verdammt. nicht. Ja, ich glaube, das waren wirklich auch lauter so andere, die sich gedacht haben, oh, jetzt sind wir extra aufgestanden, da hier, Ja, wir haben genau. uns angezogen. Ja, jetzt schauen wir uns aber so. Ja, 10 putzt habe ich auch, also jetzt müssen wir wirklich ins Kino gehen, das hilft nicht. Aber da ist keiner freiwillig drin gewesen. Kein Mensch geht in den scheiß Film rein. Keiner liest einmal die scheiß Synopsis durch von dem Film und denkst da, was? Stimmt langweilig, okay, ich schaue aber nicht im Kino. Ja. Außerdem ist Daisy Ridley in der Hauptrolle. Die läuft wieder genauso beschissen, wie sie in der Wache der Macht gelaufen ist. Diese Jetzt grobmotorische- lohnt es dir mal, so schlecht war die nicht in der Wachen der Macht. Ja, Zumindest das im war ersten ich nicht, Film. aber ich kann es mir nicht anschauen, wenn es läuft. Die ist die grobmotorischste Läuferin aller Zeiten, das ist furchtbar. Da musst du dann Diggler anschauen, an Tom Cruise in den Mission Impossible Filme. Corby, der Ja. läuft so richtig. Ja, der ist ja der richtige Usain Bolt, ist das. Ein richtiger Sprinter. Ja, er ist der Usain Bolt der Scientology. Aus lauter Frust darüber bin ich dann, als ich dann daheim war, erstmal so durch Netflix und hab mir eine Doku reingezogen, und zwar American Nightmare. Und das ist, ohne Scheiß, ich will nämlich hier gar nicht großartig drüber reden, weil sonst nehme ich hier wieder sehr viel Spaß weg, wenn man sich das anschaut. Es ist eine 3-teilige Doku-Serie, wo es darum geht, dass in ein Haus einbrochen wird und eine Frau entführt worden wird. Was? Entführt worden, eine Frau entführt worden wird.
Sie wäre Die Frau entführt ist- worden, wäre ja. Genau, Ja, die Frau okay. wird entführt geworden gewesen sein. Genau, und sie spricht furchtbar schlechtes Deutsch. Ja, da gehört sie aber entführt, weißt du schon. Die leben da bei uns und kennen kein Deutsch, was soll denn das eigentlich? Oh. Na, und ihr Macker wird praktisch gefesselt und in der Früh, als er sie dann irgendwie befreien kann, wartet er nur ziemlich lang, bis er sie dann bei der Polizei meldet und die Polizei vermutet halt, er war es eventuell oder er ist einer von den Drahtzieher. Und so baut sich das halt langsam auf und es hat so ein, also das ist wie Gone Girl, da wo der Ben Affleck mitspielt, nur in echt. Und das ist so geil gemacht und also erschreckend. Ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ich fand es sau spannend, wirklich ziemlich cool. Und wie schon gesagt, American Nightmare auf Netflix, zieht es euch rein und genießt es. Ja, ich schau mal. Jetzt habe ich mal wieder so Doku-Check. Ich glaube, ich habe das Jahr nur über keine einzige Doku geredet. Und das Uns war alle jetzt eigentlich vermisst. wirklich lang. Schau, ihr habt jetzt wahrscheinlich schon die ganze Zeit euch überlegt, meine Fresse, quasi Hals im Maul. Alles Ja. gut, Corby, alles gut. Haben wir eigentlich alle einen Deadpool 3 Trailer angeschaut? Ja, 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 Und ist es aber leck? ja. das ist wirklich stark. Aber hallo. Und ich glaube, das ist absolut nur die Gipfel vom fucking Eisberg, was wir wieder zum Sehen kriegen. Ich Ich glaube, hoff's, dass du das meinst- ein kreativer Holocaust wird. Ja, Kreativer Holocaust, sponsored by Disney. Ja, genau. Ja, sie haben ja zumindest Packing eingelassen. Die nächste Steigerung ist auf alle Fälle ein kreativer Holocaust. Das ist eine ganz klare Sache, ja. Also der geile Witz, sie haben sich eingenässt, während sie ohnmächtig waren. Ich war nicht ohnmächtig. Ich bin echt gespannt, weil es wird ja der einzige MCU-Beitrag dieses Jahr. Und war nicht schlecht, wenn Was, der wenn es wirklich. einzige? Ja. Weil die Das haben war ja echt, wenn wieder mehr Gute dabei war. Genau, auf das wollte ich gerade raus, wenn wir jetzt wieder mal so einen richtigen Brecher kriegen und sie eben, ich glaube, Captain America war eigentlich gekommen und sie haben, aber den haben sie jetzt auch noch mal geschoben. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, wenn wir sagen, machen wir gerade einen das Jahr und dann richten wir die anderen Filme nochmal sauber her und dann passt das, die ganze Geschichte. Aber Deadpool, fette Gänsehaut, als dann der Wolverine noch gekommen ist, habe ich richtig Bock auf den Film. Vollgas. Und vor allem, ich hoffe jetzt, dass man dann endlich einmal in seinem gelben Latexanzug sieht, auch mit Maske und so. Das, da warte ich ja schon seit dem ersten X-Men drauf. Ja, das sagt man aber auch, gell, also den Ich hat hoffe. er, den hat er auch. Sehr schön. Ich hoffe, dass sie sich gegenseitig ausziehen. So, nochmal, Mike, was hast du noch? Jetzt pass auf, kennt von euch noch jemand den Regisseur Roger Avery und den Film Killing Zoe? Sagt euch das noch was? Killing Zoe sagt mir schon was. Sorry, Von 93. Ist das hat der auf dem Cover, ist das so komische Masken? So Ja, genau, so Banküberfall heißt Movie. Und aber um den Film geht's gar nicht. Aber ich möchte halt nur sagen, dass dieser Roger Avery, der wollte Corby ist schon, völlig im Arsch jetzt. der wollte schon immer so sein wie der Tarantino. Und jetzt hat er es 20 Jahre später nochmal probiert mit einem Film, der heißt Lucky Day. Und da muss man halt jetzt leider sagen, dass das Ding einfach, genau, gut, war Killing Zoe jetzt nicht einer von den Filmen, wo ich sage, yeah, der war jetzt super cool und das ist jetzt wirklich auch noch so ein Ding gewesen, der in diesem ganzen Tarantino-Wulst, wo das aufgekommen ist, da diese Coolness und Gangster und Guy Ritchie war schon am Start und so. Da wollte er auch unbedingt so einen Film dran. Und das war dann Killing Zoe. Und wie gesagt, jetzt kommt dieser Lucky Day um die Ecke. Und ja, der ist so in der heutigen Zeit so dermaßen fehl am Platz, finde ich, dass der Rauch davon geht. Der hat nur genau dieselben Tropen wie früher. Nur er ist so übertrieben in dem, was er zeigt und möchte aber auch gleichzeitig so cool sein, dass es halt einfach so gezwungen ist, dass ich sage, wow, Film und Regisseur, es probiert sich so krass so zum sein wie früher, dass es wirklich peinlich ist. Voll krass. Der Film ist im Endeffekt wie Con Air. Der Typ kommt aus, oder wie das Ende von Con Air. Der Typ kommt aus dem Gefängnis, trifft dann zum ersten Mal, glaube ich, seine Tochter und Frau und hin und her und alles ist super und er möchte jetzt halt weg von der schiefen Bahn und der Typ wird wiederum verfolgt von einem Killer. Und der zirkt quasi da also eine blutige Spur nach sich, während er auf der Suche ist nach dem Herrn. Und der Killer, der ist das einzig Coole an dem Film, deswegen hat er 1,5 Sterne gekriegt, anstatt bloß einen. Und zwar der Crispin Glover, den man schon kennt von aus Zurück in die Zukunft oder Freitag der 13. Teil 4. Und der spielt den Killer ziemlich cool, auch ein wenig drüber und Ding, aber der sorgt halt noch für ein paar Lacher und für ein paar Schauwerte und es wird ist dahin immer wieder... ein wenig drüber, oder? Der Glover? Ja. Und er spielt immer die gleiche Rolle fast.
Das ist Den der aus, Weirdo. das ist der so geil tanzt, oder? Im Freitag der 13. Ja, genau. Der schaut halt noch ganz schön frisch aus. Ja, Also das das stimmt. ist, dass der in Zurück in die Zukunft mitgespielt hat. Ja, hat sich gut gehalten, ja. Ja, es sind in den 90ern, Anfang 2000er, so viele Filme in der Richtung rausgekommen wie Thursday auch oder U-Turn. Und da möchte er halt gern anschließen, aber das kann er nicht. Also es ist brutal fad. Die Action-Szenen, die kommen, die kannst du an einer Hand abzählen. Und ja, wie gesagt, überzeichnet und nervig, kann ich absolut nicht empfehlen. Ist mir ziemlich auf den Sack gegangen, das Ding. Ei. Also ich merke schon, wir haben ja irgendwie halt keine guten Sachen dabei. Hat Aber irgendjemand ich habe nur zwei sehr schöne Sachen gesehen. Aber okay, das, dann meldet er ja, sich doch gleich. Aha. Ja. Kani, du hast wahrscheinlich eh nichts mehr, oder? Jo, ich hab was Gutes angeschaut. Ich hab was Gutes, und zwar, ich war am Freitag wieder mal fort auf ein Konzert, und das muss ich unbedingt erwähnen, weil es war das Alexander Markus Konzert in München, gibt's ja nicht. Und es war ein unglaublich tolles Konzert. Im Zenit? Ja, Logo. Im Zenit hat der Der Logo, den möchten doch alle singen. Ja, ja. Alle wollen diesen Mann sehen. Er ist schließlich der King of Elektrolore, also bitte. Na. Na. Ist ja das, du kennst ja wahrscheinlich sein Hundi-Wow-Wow-Lied, oder? Ja. Und wenn noch dazwischen kommt doch dann dieses Hundegebell, dieses Waff, 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 Waff. Und das ist jetzt so geil, wenn dann, was weiß ich, 4000 Leute da stehen und alle schreien Waff, 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 Waff. Aber, also das Konzert ist halt, ich habe den jetzt schon zweimal live gesehen, und es gibt echt fast keine schöneren Konzerte als von dem, weil das so eine unglaublich schöne, liebevolle, muss ich direkt sagen, Atmosphäre ist. Da sind durch die Bank alle gut drauf, alle tanzen, alle singen, jeder hat irgendwie jeden gern. Es ist einfach wie, als darfst du am Eingang jeder MDMA ins Arschloch gespritzt kriegen. Alle haben sie gern. Vielleicht für unsere Podcast-Hörer dieses Bild noch abzurunden. Das Schöne ist, seitdem der Kani zum Reden angefangen hat, ist der Mike einfach aufgestanden und gegangen. Der hat jetzt schnell die CD, der frisst was schon, oder, im fetten Wichser. Ich habe da einen Gürtel drin, dass ich nicht die ganze Zeit hust. Also, ja. Ich habe mir das schon gehört, was du gesagt hast. Ich habe Kopfhörer auf. Ah, schön, ja, schön. Nein, wie gesagt, also das ist total, wie schön ist es der Mike geht. gerade, dass ich Kopfhörer hätte noch auf den Tisch werfen sollen und gehen. Das war doch viel cooler Abgang. Und Schwarzbild. Genau. Mike ist jetzt raus. Mike hat jetzt mit dem Podcast aufgehört. Wenn er mit Leuten, die einen Alexander Markus live anschauen, die mag er nicht in seinem Leben haben. Das ist aber schon seltsam. So viel Positivität möchte ich nicht da haben. Und das Little kenne ich übrigens nicht, was du da jetzt gesagt hast. Ja, wir machen jetzt mal Alexander Markus Party mit zwei, und dann sage ich da alle Lidl. Mir Aber zwei. Hawaii Toast kennst du, oder? Das sagt mir jetzt schon was. Ja, den Hawaii Toast Song Den kennt jeder normal. Ja, Oder Papaya kennt auch jeder. Oder einen Elektriker kennt auch jeder. Oder einen Toni, den Rodelkönig, kennt auch jeder. Na. Toni, der Rodelkönig, er ist so keck. Kann man den nicht kennen? Ja. Oder ein Homo-Dance, Disco La Cola. Also das sind alles Reißverschlussklemmt, das sind alles Hits. Die suchst du vergebens sonst irgendwo. Die findest du nur beim Alexander Markus, beim King. Puh. Das ist wirklich, also wirklich dieses Konzert wieder mal Oberwelt gewesen. Hast du ihn gefragt, ob er bei uns im Podcast beim Mitmachen möchte? Ich bin leider nicht ganz zugekommen zu ihm. Okay, hast nicht hingegangen dürfen. Leider nicht, nein. Ich hätte gern, aber leider nicht. Okay. Lass mich raten, du wolltest dir mal ein T-Shirt mitbringen und das hast du wieder daheim vergessen, oder? Ja, genau. T-Shirt, es existiert gar kein T-Shirt. Nein, das war's dann auch schon wieder. Tolles Konzert, würde ich nur mal sagen. Also Waren jeder, viele so. Leute da. ja, Waren viele Leute da. ich weiß, wie viele Leute gehen inszeniert, weißt du das zufällig? Nein. Ich glaube 4000, das geht schon hin. Also sie war ich hätte jetzt gesagt, dass sie 3/4 voll war. Und vor 2 Jahren war ich schon mit dort, da haben sie es nur auf die Hälfte abgrenzt gehabt. Und diesmal haben sie es aufs 3/4, also die Zuhörerschaft in München wächst auch. 5880 Personen. Wow. Ja. Und dann werden wahrscheinlich 4000 Leute gesungen Da haben. mich interessieren, wie lange da schon gestritten wird, dass man nicht einfach 6000 sagt. Ja, Nein, das sind 5880. Lügenpresse ist das. Der TÜV hat wohl gesagt, das ist so und fertig. Genau. Jackie, kann ich freut mich, wenn du Spaß gehabt hast. Ah ja, viel Spaß gehabt. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Ja, mir gefällt das natürlich auch. Ich bin mittlerweile immer sehr vorsichtig, wenn du mich spontan irgendwas fragst, weil wer weiß, ob du da pünktlich kommst, ob wir dann überhaupt das machen, was du sagst. Ich komme Weil über, ich kenne das schon. Dann stehen wir vom Zenit und dann du hast, ach, so Karten habe ich doch nicht.
Glaubst du, dass das ausverkauft ist? Vor allem hätte ich die mit der Frage dann auch gelockt, möchtest du mitfahren, weil wahrscheinlich eventueller Karten frei wird und dann sage ich, mit eventueller Karten wird frei, habe ich gemeint, es gibt noch gar keine Karten, die kaufen wir jetzt erst. Ja, wir stehen da vorne und da schlagen. Wolltest du da wirklich rein? Sicher. Cool war es, wenn sie sagen, dass, ja, wir wollten da nur eine und dann lochern sie eine Viertelstunde und sagen, das Ding ist seit einem halben Jahr ausverkauft. Was wollt's denn überhaupt? Ja, genau, das Vollidioten spucken und so und schmeißen uns raus. Ja. Ich habe nur 2 Filme. Und zwar habe ich jetzt endlich es geschafft, nachdem ich mich nämlich mit Mike und der Franzi unterhalten habe, über Filme, die man eventuell mal anschauen sollte, aber noch nie gesehen hat. Hast du jetzt einen Serbien-Film angeschaut? So, du hast einen Serbien-Film angeschaut. Nein, Herrgott, nein. Aber nur die zensierte deutsche Version, oder? Geile Herleitung auf jeden Fall. Ich habe mir Braveheart angeschaut. Okay. Vom Mel Gibson mit dem Mel Gibson. Überhaupt nicht irgendwie komisch. Aber in einem Satz gesagt, es geht um den schottischen Krieger William Wallace. Und der führt einen Aufstand gegen die englische Besatzung an und kämpft um die Freiheit für sein Volk, für die Schotten. Ja, für 1995 teilweise ziemlich krasse Szenen. Also irgendwie, das kann halt der Mel Gibson, weißt du schon, übertreiben bis zum geht nicht mehr. Hauptsache, man sieht halt irgendwie mal Körperteile wegfliegen, Schädel zerplatzen, überall Blut, was weiß ich. Ja, das kann er. Schwänze sieht man, Ärsche sieht man, Zitten bin ich mir nicht sicher. Ja, und tote Tiere. Jede Menge tote Pferde, auf jeden Fall. Also der Film, der kann eigentlich so ein Prädikat Viva la Illusion Triple Threat empfohlen. Die Mel Gibson-Fassung. Ja, schön. Ja. Die Mel Gibson-Fassung ist aber in der Regel antisemitisch, oder? Oh Gott. Ist er das noch? Ich weiß gar nicht. Wie sind da mittlerweile drauf? Ich glaub's nicht. Ja, darum hat er wieder ein bisschen mehr. Ja, der hat er bei The Continental, was schon bei dieser diese Serien-Spin-Off von John Wick mitgespielt. Also scheinbar ist er wieder ein wenig normaler unterwegs. Natürlich sieht man da Titten. Bin ich blöd. Natürlich. Ein Mittelalterfilm ohne Brist. Ja, da wo der Mel Gibson vorkommt, weißt du, der darf ja da drin natürlich dann auch alles machen. Der darf dann auch die Königin flachlegen und alles. Also, das ist da vollkommen okay. Habt ihr den schon mal gesehen? Jo. Ja. Das ist zwar schon lange her mittlerweile, bei mir. Aber der ist halt, wenn wir nur jung waren, da ist der die ganze Zeit gelaufen irgendwie. Da haben wir richtig geil auf Zeit runter wie die Uhr, da gab es einen Sender, da kam nur Braveheart. Überall Kabel 1, RTL 2, Fox, überall ist ständig Braveheart gelaufen. Echt? Gefühlt. Und der Patriot. Ja, aber das war nur immer die geschnittene Fassung. Ja, und der Patriot ist auch ständig überall gelaufen. Auch die geschnittene Fassung. Gar nicht, was ist los. Wir haben halt der VHS geschaut, also das war halt, wir haben From Dusk Till Dawn haben wir gehabt und Braveheart und John Carpenters Vampire und die haben halt auch für den gelaufen, bis es geraucht hat. Was ist denn da dann alles geschnitten worden? Also halt gerade diese Körperteile wahrscheinlich, aber... Ja, auf jeden Fall. Und auch, ich weiß nicht, die, wo seine Frau umbringen und auch die Folterszene dann am Schluss, die ich übrigens schrecklich finde. Deswegen ist es einer von den Filmen, die ich eigentlich sehr ungern bis zum Schluss schaue, weil ich den Schluss so scheiße finde. Ja. Es ist halt der Mel Gibson. Ja, aber... Also irgendwie mit dem Wissen, dass er halt dann ein paar Jahre später die Passion Christi gemacht hat, denkt man sich halt dann schon, naja, okay, also ein bisschen Parallelen sieht man da schon. Also, Aber ich muss sagen, krass. Also ich war sehr gut unterhalten. Hat mir Spaß gemacht. Das Ende hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und diese Szene, da wo er ja dann, diese ikonische, wo er dann diese Freiheitsrede da hält, das ist ja schon bei der ersten Schlacht. Da hätte jetzt ich zum Beispiel gedacht, das ist der Schluss. Aber ja, muss schon sagen. War ein guter Tipp von der Franzi, die den Film noch nicht gesehen hat. Dann habe ich mal noch The Creator reingezogen. Oh. Und? Ja, also ich mag ja diese Thematik. Da geht es ja gerade um diese künstliche Intelligenz und dass das ja Überhand genommen hat und die Amerikaner hassen künstliche Intelligenz. Wie soll es auch anders sein? Weil Amerikaner hassen insgesamt Intelligenz. Ja, eben. Also am Ende von dem Film denkst du dir halt einfach nur Scheiß Amis. Wo ich beeindruckend finde, dass das halt eigentlich ein amerikanischer Film ist. Aber echt, die Amis sind in dem Film einfach die Bösen.
Okay. Also, ich finde die zweite Hälfte von dem Film gut. Die erste Hälfte vom Film kommt mir so vor, als wenn extrem viele Szenen fehlen. Also, es hätten es da dann irgendwie, weiß ich nicht, keine Ideen mehr gehabt, was man nur dazwischen erzählen kann, sondern okay, wir haben hier unseren Steckbrief, den arbeiten wir jetzt mal schnell ab, dass wir zu unserem Schluss hinkommen, weil da gehen wir dann nochmal richtig Gas. Das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten, ja, war ich auch gut unterhalten. Der Film ist ja von Gareth Edwards, der ja Godzilla 2014 gemacht hat und Rogue One. Okay, kein Jubelschrei vom Kani, komisch, weiß ich nicht, er hört wahrscheinlich wieder nicht zu. Ich hab mir das Gefurzgeräusch gespart, wie du gesagt hast, Godzilla 2014. Warum? Weil den Hass. Ach, Ich hasse Kim, die. den magst du bestimmt lieber wie Shin Godzilla. Oh, diese selbe Liga. Abfallfilme. Bitte, Abfallfilme. Godzilla Du ist bist- erst geil war mit King of Monsters und da ist ja Strunk gegangen. Das davor war alles scheiße. alles. Also die, nein, nicht alles, aber diese Amerikaner-Dinger, das war nix. Okay, dann nochmal zurück zu The Creator. Hast du Ja, überhaupt bitte. gesehen? Nein, deswegen frage ich jetzt sehr interessiert und ich höre da sehr interessiert zu. Okay. Ich lese jetzt über eine lange Black Mirror-Folge, Corby. Na, Okay. weil dafür ist der Creator nicht irgendwie schockierend. Und es ist zwar ein Thriller, aber schon sehr vorhersehbar. Also eigentlich für diesen riesen Twist, den die da versucht haben dann aufzubauen, ist es extrem vorhersehbar. Kani, ich glaube, du hast ihn im Kino gesehen gehabt. Ei. Bist du dann da am Ende da gesessen und hast du dann gedacht, wie damals bei Malignant, was? Nein, das ist ja voll eine Vase, zerfix. Nein, aber wir sind aus dem Kino rausgegangen, da war der Seppi dabei und dann noch unser stiller Berater. Und wir haben alle drei gesagt, wow, leck, ist das geil, mal wieder aus dem Kino raus zum Gehen und durchweg zufrieden sein mit dem Film. Weil der Film, er verzeiht eine coole Geschichte, die in sich passt. Und was halt wirklich richtig hervorgestochen hat, waren die Effekte. Der ist visuell so geil. Und das bei einem, was waren das, 60 oder 80 Millionen Dollar Budget. Und der 80 Film Millionen, schaut, glaub ich. und der Film schaut um so viel Weiten besser aus als alles, was Disney die letzten 5 Jahre ausgeschissen hat. Und allein das war schon so eine Wohltat, im Kino drin zum Sitzen. Der Sound ist natürlich auch voll geil gewesen. Aber allein das war einfach mal wieder geil. Du sitzt im Kino drin und denkst dann nicht die ganze Zeit, ist das kreislig, wie schaut denn das aus? Sondern denkst nur, wolle, schaut das geil aus. Genauso wie es, was man sieht, wenn du 5 Jahre zurückgehst, die ganze Zeit davor bist, die 10 Jahre davor bist, auch meistens sagst du, also, doch geil, schaut das gut aus. Und jetzt hockst du meistens im Kino und denkst da, aha, okay, wo sind wir 2024? Das haben wir anscheinend übersehen in einem Studio. Das war halt Jurassic Park schon schöner. Ja, Nein, also das stimmt definitiv. Ich habe es ja über Disney Plus dann gesehen, aber ja, die Bilder, das hat richtig gut ausgeschaut. Ob es dann diese Cyborgs sind, das sind Roboter, ob es die dann sind oder dann diese Landschaften, die da mit aufgebaut haben. Also grandios. Also schaut wirklich echt mega geil aus. Also von dem her, er ist definitiv ein Hingucker, aber es ist kein Black Mirror. Also das auf keinen Fall. die Story reißt jetzt auch keine Bäume aus, die ist okay, und sie hat auch wirklich krasse Momente, finde ich, zum Beispiel das mit dem, ob er jetzt stirbt oder nicht, um jetzt nicht weiter zum Spoilern. Das ist mal so, ich hab's gewesen, da habe ich mir so ein bisschen Pipi in die Augen gehabt, also ich finde, er hat mir einmal emotional ein wenig an die Eier packen können. Aber deswegen jetzt sage ich ja, die zweite Hälfte vom Film ist definitiv die stärkere. Ja, finde ich auch, ja. Aber ansonsten ist die Story jetzt okay, das passt. Aber überwiegend finden wir visuell so unglaublich geil. Ja. Mike, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ein Film für die ist. Hey, warum nicht? Weil ich irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass die das interessiert. Das interessiert mich schon. Ich hätte ihn schon lange angeschaut, aber meine Frau sagt, weil, das ist wieder Science Fiction, das ist nix. Ja, also ich weiß nicht, ich spiele nicht den Weltall. Okay. Nein, also er steht auf alle Fälle auf meiner Listen und ich darf ihn auch gern schauen, aber es hat bis jetzt leider noch nicht geklappt. Ja, das ist ja was fürs Weibe. Ja. Ja, der ist ja was fürs Weibe. Okay, passt. Ich habe sogar letzten Mal einen richtig, also ich kenne zwar jetzt meine Alexa, aber es soll nicht einer sein, aber wir haben uns vorgestern ein Ding angeschaut, wie heißt der dann? Catch the Killer. Mhm.
Sagt euch der was? Und das war wieder mal so ein Ding, wo ich sage, wow, leck, da waren wir wirklich auch beide so, dass wir da gesessen sind und haben gesagt, wow, das war wirklich mal ein Film, dem wo du volle Punktzahl geben kannst oder mal eine richtig hohe Punktzahl, weil der wirklich von vorn bis hinten geil ist und das, ich hoffe, dass das der Creator vielleicht auch kann. Ich weiß es nicht. Also Jesse hat zum Schluss von der Creator auch ein bisschen weinen müssen. Okay. Also die war emotional schon gepackt. Ja, wie gesagt, steht auf meiner Liste und ich hoffe, dass ich ihn demnächst schaffen wird. Tu das. Tu es unbedingt, Ja. da machst du nichts falsch. Der hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient, der Film. Weil das vor allem für die Kinozeit ist das einfach mal wieder ein Film, wo du sagst, das ist ein Kinofilm, sowas wir hier im Kino sehen, es ist mal wieder ein bisschen was Eigens einfach, es ist geil umgesetzt, es ist handwerklich super gemacht und nicht irgendwie lieblos dahingeschissen. Das ist einfach mal wieder eine richtige Wohltat gewesen, als wir aus dem Kino gegangen sind. Super. Habt ihr euch eins von mein nächstes Walleck ist Schneegesellschaft, weiß ich nicht, habt ihr das in die letzten Wallecks dabei gehabt? Ich hab's zwar auch gehört, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Corby hat's auch geschaut gehabt. Ja, wir haben das letzte Mal drüber geredet gehabt und Dann gehe ich gar nicht weiter drauf ein, weil dann habt ihr schon da, weil für mich ist der Film auch Walleck, mir ich gerade kurz anmerken, nachdem der Ritchie uns das bei Deathgasm gesagt hat, haben wir gedacht, jetzt schauen wir mal an, weil ich den Film aus den 90er wieder geheißen Überleben, oder? Ja. Der hat mich damals als Kind hat mich das schon fertig gemacht und ich glaube auch, dass dieser Film ein bisschen mit an meiner Flugangst schuld ist. Schneegesellschaft hat es jetzt nicht besser gemacht. ja, du sollst halt einfach nicht über die Anden fliegen. Ja, ich fliege überhaupt nichts, außer über Treppen habe ich, aber ansonsten fliege ich gar nicht mehr lustig. Weil die war so voll blöd, wenn du es abstürzen lässt mit lauter Menschen und müsstest da Fleisch essen, dann sagst du, habt ihr vielleicht was Veganes auch? Ja, genau, wie schaut's denn aus? Und wer von unseren Hörern nur eine sehr, sehr ausführliche Handlungserklärung von Schneegesellschaft haben will, der kann bei uns auf YouTube auf das Buddy Talk Special gehen mit meinem Bruder. Und da merkt ihr mal, dass wenn ich eine Handlung erkläre, ich mich wirklich kurz halte. Mein Bruder hat fast einen Audiokommentar dazu besprochen und der Film dauert echt lang. Ja, aber Ding war, also das ist auf alle Fälle ein Walleck von mir gewesen. Genauso wie die Flanagan-Serien, die habe ich jetzt auch nicht durchballert, aber die hat der Maike auch schon mal dabei gehabt, darum schneide ich es auch gerade kurz an. Aber ich habe jetzt da auf Netflix einen richtigen Flanagan-Marathon gemacht und alle seine Serien durchgehaut. Und ja, da ist keine schlecht. Das ist Wahnsinn, was der Flanagan angelangt, hat Hand und Fuß und meistens zwei davon. Also da kannst du wirklich nicht beschweren. Midnight Mass, richtig geil, oder? Midnight Mass war sogar fast mein Highlight, ja. Das war mega. Das war richtig, richtig geil, ja. Das hat so richtige Salem-Slot-Vibes da noch irgendwie mit drinnen gehabt und so. Ja. Das fand Stephen voll King. geil. Ja, Stephen King voll, drin. voll. Sehr cool. Und ich fand aber auch zum Beispiel Midnight Club ziemlich krass. Das hat jetzt, glaube ich, Mike am weniger gefunden für alle. Ja, genau. Aber ich finde, weil ich fand die Thematik von Midnight Club so heftig, diese ganzen Kinder, Ja, die das ist zum Space. Sterben verdammt sind und sie dann eben gegenseitig Geschichten verzeihen, mit denen sie ihre eigenen Ängste vorm Tod und so weiter und was sie und ihre Wünsche und Träume und so weiter aufarbeiten. Also das ist halt, also der Midnight Club ist halt wirklich unglaublich hart. Zwar jetzt nicht visuell von dem, was gezeigt wird, aber die Thematik ist so heftig, dass da habe ich schon ein paar Mal schlucken müssen bei der Serie. Spaß macht es nicht. Das macht keinen Spaß, ne? Aber die ganzen Flanagan-Sachen auf alle Fälle einbauen, weil die sind gut. Und da freuen wir uns jetzt dann, wenn er seine Stephen King-Turm-Geschichte macht. Mollig. Das wird also wenn das wirklich funktioniert und der darf das machen, so wie es gehört und sie nehmen dieses Buch oder die Bücher wirklich als Blaupause her für das Ganze oder als Skript, dann wird das Wahnsinn. Nicht der Mist mit dem Idris Elba. Also das, Den habe ich nicht angeschaut. Wenn er das wirklich so macht, dann muss er beim ersten Buch zumindest aufpassen. Warum? Hast du die Bücher gelesen oder wer komme ich? Ja. Also das erste Buch ist schon, Ah, die habe ich noch nicht. also es ist schon gewöhnungsbedürftig. Da musst du schon Bock Das ist sehr haben, in die langsam. Welt einzutauchen. Da war tatsächlich wirklich Sinn machen, du machst das erste Buch als Sechsteiler oder so und weizt die dann mit den Folgen, dass du sagst, du gehst dann weiter auf 8 oder 10 Folgen, wenn die Bücher dann noch dicker werden und dass sie ein wenig mehr rührt, aber das erste ist wirklich sehr, sehr langsam, ja, das stimmt. Strange. Also das war ja die Zeit, wo der Stephen King ja nur so viel Drogen genommen hat. Oder mehr als das normale Pensum. Und da merkt man schon, okay, es ist alles sehr, sehr strange. Aber gut. Vor allem, hast du alle Bücher vom Turm gelesen? Na, Band 6 bin ich. Okay, ist es da schon, wo sich der Stephen King selber einschreibt, wo es noch selber treffen?
Also zumindest, wir sind schon über das hinaus, dass sich diese ganzen Welten ja treffen. Okay. Und wie geil war das, wenn du es wirklich in der Serie so machst, dass dann wirklich auch von Stephen King, der sich dann vielleicht sogar selber spielt, Trefferdaten oder so, wie geil war denn das? Aber gut. Ich habe halt, also ich wünsche dieser Serie, dass die so unendlich viel Budget kriegt, dass die das komplett bis zum Schluss durchziehen können. Da muss es aber halt auch entsprechend gut werden, dass da viele, viele Leute dann zuschauen, die halt, ja, da begeistert sind. Wobei, das hat mit dem Mercedes-Killer ja auch funktioniert. Die haben ja das auch komplett verfilmen können. Ja. Über 3 oder 4 Staffeln? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube 3. Das sind 3 Bücher, glaube ich, oder? Ja. Ja. Possible. I do not really know this. It's possible. Entschuldigung, Kani. Ja. Wenn man über Bücher geht. Ich hab's einfach mal über Leck gestohlen, ist Und schlechter gemacht, wenn wir über Bücher reden. Genau. Aus Gweide. Hör mal auf mit Büchern, ich komme überhaupt nicht voran mit beim scheiß Krieg und Frieden. Das ist ein Endloswerk, was soll denn das? Ja, was liest denn auch so ein Untersetzer? Das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist aber auch wirklich sehr gut, aber es ist sehr anstrengend und wie gesagt, ich komme nicht wirklich voran. Das klingt halt irgendwie nach die Bibel. Ja, es ist fast, also die Seiten sind ungefähr genauso klar beschrieben und genauso dünnes Papier. Gibt es da Hörbuch auch? Ich glaube, es gibt auf alle Fälle einen Film. Ah, okay. Weil, ja, dann hör das halt einfach an. So fängt mit. Na, ich muss lesen. Lesen ist gesund. Für wen? Ja, für eins Brain. Okay. Ich höre sehr viele 3 Fragezeichen momentan, es ist auch gesund. Bestimmt. Solange es nicht wieder die Woken 3 Ausrufezeichen sind. Nein, natürlich nicht. Da gibt's ja, da wir gerade bei Vogue sind, habt ihr jetzt, da gibt doch die X-Men 97 Serie. Oh, sehr schön, ich weiß, was du meinst, ja. Warum ich hab mir jetzt den Trailer angeschaut, der ist jetzt, glaube ich, seit 3-4 Tagen heraus. Warum wird denn da schon wieder die Vogue-Keule geschwungen? Was ist denn da an dem Trailer Vogue? Ich hab das ehrlich gesagt nicht. Ich hab nur das mitgekriegt, was momentan alle rumsägen, dass die Rogue ja in dieser 90er-Serie riesige Möpse und einen richtigen, ja, saftigen Hintern gehabt hat. Und der sehr oft ins Battle hält und so. Und diese Rogue, die quasi jetzt in dem Naya-Trailer davor kommt, die hat ja die normale Mause. Weißt schon, nicht mehr so Pin-Up-mäßig wie jetzt in der alten Serie. Und da heißt sie wieder, ja, you destroyed my childhood. I want my boobies and my butt back. Ja, Leute, dafür müsst ihr halt dann Anime so anschauen. Da wird das immer noch sauber gemacht. Ich hab nämlich nur irgendein Battle gesehen, weil da wird doch dann einmal gegen diese Mutanten demonstriert in dem Trailer und das ist immer so als Promo-Battle hergenommen, aber ich hab mir dann den Trailer angeschaut und denk mir so, also aber jetzt nicht um das irgendwie zu verteidigen, aber ich hab's wirklich nicht verstanden, wo war jetzt da irgendwie ein Wokeness zum Vorwerfen? Das verstehe ich wirklich in diesem Fall absolut nicht. Also ich tue auch nicht. Aber der Warum, er hat's doch gerade erklärt, kann wahrscheinlich an dem liegen. Wenn du merkst, okay, das sind immer die Titten von früher und auch der Ich weiß nicht, Arsch. ob das jetzt auch schon als Vogue Zeit, wenn ich nur mehr vollbusig und... Jo, wenn weniger sexualisiert wird, das kann ich mir schon vorstellen. Und das war jetzt das Ganze, dieses mega Echo, das ich da mitgekriegt habe, ist das eben mit die weiblichen Attribute, die zurückgefahren worden sind. Und jetzt gibt es jetzt sehr geile Memes. Finde ich sehr lustig. Habe ich noch nicht gesehen, muss man weiterleiten. Ich mag auch lustige Memes sehen. Wenn der Wolverine da liegt mit dem Bild, da gibt es dieses Battle, wo er wurde mit dem Battle, wo er eigentlich dann Jean Grey so anhimmelt und da ist dann der Arsch vor der Rogue und look how they butchered my girl oder irgendwie so. Super. Geil. Bin schon gespannt auf die Memes. Die ganzen Vollidioten im Internet hat's mir ab. Voll der Wahnsinn. Ah, richtig geil. Ist ja wir haben ja doch unseren. Lass mal Mike wieder, gell? Du kannst jetzt, du hast vorher du bist ja schon bei deinem 4. hintereinander. So ein Schwachsinn. Ja, so ein doch, Schwachsinn. natürlich. Aber das X-Men war nämlich gar kein. Jetzt bist du da. Ja, was? Du kannst ja nicht einfach nur hier alles Mögliche zusammenfassen. Heute Fotznetz. Das X-Men war nämlich, ist mir nämlich nur spontan eingefallen. Bei dem Vogue-Thema ging es mir eigentlich um was anderes, weil wir haben doch bei uns mit dem Chris, der ein Trachtmannzeichen Prey aufgenommen. Ja. Und der gute Herr hat anscheinend auch schon die Vogue-Keule ein wenig zu spüren gekriegt, weil er nämlich einen schwarzen Helden hat, der in Österreich lebt. Und da wird ihm dann ein Wokeness vorgeworfen, weil in Österreich gibt's gar nicht so viele Schwarze. Dass der Typ aber eigentlich so, in Anführungszeichen, ich kann jetzt die Figur, weil ich habe leider die Comics noch nicht so weit gelesen, nicht richtig wiedergeben, aber die Figur ist aus Amerika zu uns umgewandert
wie der Schwarzenegger praktisch auf Amerika gewandert ist. Er hat praktisch diese Figur genommen und alles um 180 Grad dreht. Und das kapieren die Leute nicht, sondern sie werfen jetzt einfach vor, er hat unbedingt einen Schwarzen einbauen müssen. Ich denke, Leute, wenn du nicht einmal mehr ein Boris Comic lesen kannst, dann, ohne dass du meinst, das ist irgendwo ein Wokeness da mit drinnen, dann fahr doch bitte mit dem Mixer in die Augen rein, weil du soll jetzt einfach nichts mehr sagen dürfen auf dieser Welt. Hast du dir vorhin noch gesagt, grausam. Lesen ist gesund? Ja, aber für manche, ja, jetzt hast du meine Hand, für manche nicht. Für manche nicht. Corby, jetzt bin ich aufgeflogen, super. Ja. Super. Das war das letzte Mal wieder gehört und ich dachte, bitte liest doch mal die Story von der Figur durch. Das ist so eine geile Hommage an Schwarzenegger. Und du hockst da und schimpfst, weil er schwarz ist. Bitte, fahr da mit flip aus. Naja. Glaubst du, irgendwann wird es mal die Vogue-Keule in Richtung von Viva la Movilusion geben, weil wir keine Frauen dabei haben? Ja, sobald wir die erste Frau mal bei uns irgendwie einladen, werden sie alle viel durchdrehen. Ja gut, wir hätten schon ein paar eingeladen, aber die haben nie gekommen, oder? Die haben sie dann abgeseilt. Schauen sie noch ein Beutel vor und so und dann sind sie raus. Ja. So, jetzt darf der Mike, dass der Corby seine Fotzen hält. Ja, aber jetzt bin ich im Zugzwang. Also coole Sachen wieder kann ich, hab ich nicht. Dombatz. Na toll, super, Kani, echt. You destroyed our podcast. Ja. Look, also butchert our Podcast. Ich habe einmal endlich einen Film nachgeholt von 1989, John Woo, The Killer mit Chow Yun-Fat. Den hätte ich auch mal singen. Es gibt ja sehr wenige John Woo-Filme, also so aus dieser 80er, 90er Ära, wo dieses Heroic Bloodshed zeigt, da rausgekommen ist, gibt's ja bei uns verdammt wenig, weil das mit der Rechtelage irgendwie total ein verzwickeltes Zwickmühlchen ist. Aber dieser The Killer ist jetzt eben auf Blu-ray rausgekommen und den haben wir gleich holen müssen, obwohl er exorbitant teuer war. Aber ich habe so oft gehört, dass dieser The Killer so ein Actionbrett ist und da wollte ich natürlich einmal mir eine Meinung bilden. Und ich muss wirklich sagen, actiontechnisch ist das ganz groß. Es ist ein absolut krass bleihaltiger und vollblutiger Actionfilm. Also so richtig alte Schule, wie man das so kennt und mag. CGI sucht man jetzt da in dem Fall vergebens, also die Explosionen und die Bloodpacks, die explodieren und so, das ist alles ohne CGI, das ist alles physisch gemacht. Jede Explosion, jede Schusswunde, jeder Stunt perfekt choreografiert. Jede Schusswunde. Ja, und die sind sehr voll. Die sind unglaublich voll. Also ich habe mir am Anfang schon gedacht, wo das da losgeht. Also zu der Story mal so viel. Der Chow Yun-Fat ist ein Profikiller und der wird immer wieder Aufträge erledigen und bei einem Auftrag geht es ihm schief und dann wird eine Frau erblindet und er ist schuld. Und er gibt, bei den Chinesen ist das so, seine Ehre verlangt sie ihm ab, dass er sich um diese Frau da quasi finanziell kümmert und so. Und dass er sie ihre ist geil, Augen... wie du das gerade sagst. Bei den Chinesen ist das ja so. Ja, die haben Im da Rest der Welt ist das scheißegal. Ist die Frau doch schuld, dass sie blind geworden ist, verdammte Hat Scheiße. sich der John Wick schon einmal um irgendjemanden kümmert, um keine Sau kümmert sich der. Da gibt's einen Bleistift ins Auge oder so. Das weißt du nicht, vielleicht hat er eine richtig gute Versicherung. Ja, vielleicht gibt's irgendeine so ein B-Roll von John Wick, wo er sich um irgendwelche Leute kümmert, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass er diese Augen-OP zahlen kann, muss er ganz einen dubiosen Auftrag annehmen und gerät dann selber als Profikiller ins Visier von anderen Killer. Und die wollten alle tot sehen und da gibt's quasi einen Besen und der hat's auf ihm abgesehen. Und und es wird brutal weggeschossen. Am Anfang, in der Mitte noch ein wenig so ein Durchhänger drin, am Schluss auch wieder volle Kanne. Also, und wie gesagt, Einschüsse noch und nöcher. Kopf, Brust, fürs Wegschießen, Hände wegschießen. Also und sowas ist schön, oder wie? Ja, voll. Also das ist richtig geile Action der alten Schule. Ich hab mir das gerade hier nebenbei hergegoogelt und ich muss sagen, so die ersten Bilder, die man sieht, schaut eher aus, als wenn die da tanzen daten. Also Action-Ballett ist das, Action-Ballett. Ja, Action-Ballett, aber es gibt kein einziges Bild, wo keiner eine Waffe hat oder nicht sogar in beiden Händen jeweils eine. Und er hat diese alle Tropen drin, der Film, alle, die wo man vom John Woo kennt, sei es Zeitlupen. Ich glaube, wenn du von dem Film alle Zeitlupen rausschneidest, dauert er gerade noch schon mehr eine Stunde. Und er hat halt dieses... Shit! Bist du jetzt aus dem Wald oder wo ist der Vollidiot? Shit hat gerade passt. Wohl, ja, heute noch mal Leihwand ein, Lust da noch Zeit. Shit, nur eine Stunde, jetzt kommt er daher, der Weitler Saute. Ja, so weit hab ich nicht weg. Kruzifix. Was heißt denn Shade? Ja, das heißt gar nichts, das sagen die depperten Weitler. Ja, wie, das heißt nichts? Jetzt hör mal auf, das hören uns wahrscheinlich voll. Ja, die verstehen ja kein Wort von uns, weil die Beine nur. Was heißt denn Shade?
Ich versag schnell so, dass sie verstehen. Keine Ahnung. Shade ist das weitlerische Pendant zum russischen Bled. Das kannst du einfach immer einbauen. Keiner weiß, was heißt, das weißt einfach immer ein. So. Jetzt Also, passt sowas. das heißt, das verstärkt einfach nur den Satz, oder? Ja, das macht den Satz schöner. Okay. So lässt mich sexier wirken, wie ich sowieso schon bin. Ja, und der Mike mich jetzt, da weiß nicht gelangt, dass er draußen sonst irgendwo wohnt, jetzt mehr ja noch schmerzt, als war er nicht mehr ganz dicht. Wow, ich hasse dich so viel. Von Folge zu Folge mehr Schweinslefe. Was ist denn da Bei der 300. Folge ist der Mike live dabei, damit er mich vor Lauf der Kamera Das anstehen ist kann. so krass, weil ich kann Dinge immer, wenn ich nächste Mal sehe, hau ich mir Pfotz nicht, aber wenn ich ihn sehe, mag ich ihn wieder so gern. Und Ich wollte dann, gerade sagen, dann hast du, Schikane, rauch mal. Und ich frage mich, wieso ist das eigentlich mittlerweile so selten worden, dass wir alle drei miteinander aufnehmen? Ja, warum wohl? Ja, genau, warum wohl? Das hält doch keiner aus. Das hält doch keiner ich aus. hab's meine ganze Berichterstattung über den Killer zerstört. Einfach so. Red halt dann gescheit. Ja, los mich halt an, unterbrich mich halt nicht. Das mache ich doch bei deinem Adam Markus auch nicht. Dann wird er geheißen, der Vogel. Ja, Adam Markus, so heißt der. Adam Markus. Jetzt passt so was. Auf alle Fälle, auch das mit denen in Zeitlupe, dass da diese Dinge rumfliegen, Tauben und so Geschichten, das hat man ja alles ja dann später bei Face-Off im Körper des Feindes und so. Und wie gesagt, das hat er alles schon in seine Alien-Filme auch mit etabliert. Bei der ganzen Gaudi, bei dem ganzen bleihaltigen Gekröse kommt die Handlung ganz schön knapp. Und der Film dauert doch 2 Stunden und zieht sich dann oftmals schon ein bisschen, muss ich sagen. Es haben ein paar so Dialoge dabei, was du sagst, die Jungen sagen, das ist cringe. Die 2 Typen, die ist quasi der Killer und der Polizist, die sich quasi am Anfang, es ist quasi so, dass der Killer immer verfolgt wird von den Polizisten und dann am Schluss auch, sie müssen es dann zusammenhelfen. Und diese Wortgefechte, die sie liefern, die so mega cool sind. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Leute, was redst denn für einen Schmarrn, das ist wie wenn sie Kinder unterhalten. Das ist wirklich unfassbar schlecht. Aber ja, und dann bauen sie wieder so, geben das ja alle Namen. Ich glaube, der eine nennt sich dann Dumbo und der andere Mickey Mouse und dann reden sie alle so saudumm daher und ja, habe ich dir doch gesagt, Mickey Mouse. Okay, Klappe, Dumbo. Und ich dachte, oh Gott, das ist doch überhaupt nicht cool und nicht lustig und gar Ja, und ich habe nichts. gesehen, dass das eventuell dann auch irgendwie über die deutsche Übersetzung eventuell so. Keine so Ahnung, Fremdschämen interessiert ist. mich nicht, was die im Original drehen, weil das, was ich da gehört habe, das war Wahnsinn. Das Besser war wird's Wahnsinn. nicht mehr. Besser wird's nicht. Ja, also der Humor, der war schon fast so richtig infantil, so richtig kindlich. Und wie gesagt, die sollen nicht übertrieben cool ausschauen und war vielleicht zu der Zeit voll cool, aber in der heutigen Zeit sagst du, krass. Red's weniger und da schießt's mir leid. Das hat's mir gefallen. Das ist eigentlich ein guter Slogan für den Film. Weniger reden, mehr das Schießen. Ja, Ist es nicht der Neid schon weg? Heißt der nicht so? Ja. Hast du dem Schäder Leute erschossen? der John Story Who. Jetzt passt du auf. Ja, aber wie gesagt, Hast du dem das ist aber Schädel alles... einen Wolleck oder wie? Hast du dem Schädel Ja, eins? nein, ich bin noch nicht fertig. Also. Wie gesagt, das ist aber alles nirgends auf hohem Niveau, weil der Film wirklich in Sachen Action ein Referenzwerk ist. Also was er da abliefert, ist wirklich ganz toll. Und wer von dem ganzen Fast and Furious Action-Gedöns die Schnauzen voll hat, von dem ganzen CGI-Mist und möchte mal wieder was richtig Cooles sehen, was handgemacht ist, dann muss man sich den Killer anschauen. Und was ich jetzt dann auch bald kriege, das ist Hardboiled. Was? Also, du gehst jetzt gerade von Fast and the Furious, wo es um Ja. Autos Ja, weil das alles zu mit Killer. CGI vollgeschissen ist, da kann ja kein Mensch mehr irgendwas. Da kann ja keiner mehr was. Die machen alles fürs Ja, Autofahren können sie, wird's sagen. Greenscreen. Nee, das wird doch auch, da läuft doch auch das Bundle Alter, durch. der Dieselwind fährt wieder Einser. Der Dieselwind fährt wieder Einser. Ja, der Diesel. Der fährt wieder Michael Schumacher der fährt ins Rennen gefahren ist. Elektroauto wahrscheinlich. Nein, der fährt wieder Schumacher seit damals. Ja. Aber Nein, nicht Ski, sondern Auto. Wie gesagt, da sechst du dir mal so richtig, wie Action handfest gemacht werden kann und wie cool das ausschaut. War ein guter Witz, Kani. War gut. Das mit War dem der gut? Ski. Ja. Hab ich kurz lachen müssen. War nicht schlecht. Hast du schön gelacht, oder wie? Ja. Jetzt habe ich dafür das Schlussplädoyer von Mike gar nicht mehr gehört. Egal, das interessiert sowieso keinen. Ach doch? Was? Ich hab mir den jetzt hier auf meine Watchlist, du. Tu nicht so, als wenn es mich interessiert hat. Ja, ich hab mir auch schon aufgeschrieben, dass wenn ich nächstes Mal zurück im Leinen Maus. Alter Mann, du kriegst nie mehr was von mir. Weil ich es nie mehr zurückkriege, mein Klump. Wir haben doch schon festgestellt, das zeigst du bei deiner Mom. Bei meiner Mom. Falle. Jetzt pass auf, und jetzt kommt dann auch bald von derselben Firma, die der Killer rausgebracht hat, Hardboiled, auch vom John Woo, auch mit dem Chow Yun-Fat. Da freue ich mich schon.
Weil das auch so ein Film ist, den ich schon ewig einmal sehen wollte und eigentlich so nie irgendwie zum Kriegen war in irgendeiner annehmbaren Qualität. Da man jetzt bloß irgendeine granzlige DVD geben oder sowas. Cool. Schöner Actionfilm. Actionfilm. Kämpfer ist immer gut. Kämpfer ist immer gut. Der ist angeblich bei Prime aktuell im Abo drin. Ah ja, da schon, ja. Ist der Killer, oder? Ja. Gleich halt anschauen. Heute noch. Schaust dann Dumbo an. Was du spielst ist. Da kann ich mir nichts zum Tor morgen. Da kann ich noch das anschauen. Kann ich kurz anschauen, ja. Ah, schau mal was gescheit so. Fast und Furious 10. Fast und Furious 10 schauen wir mal. Habt ihr noch was, jeder? Nein. Ja, wegen was haben wir schon noch. Ah, Was mit passt, dir, Corby? Ich hab auch noch eins. Weißt du, ich hab vorhin schon alles ausgehauen, nicht, dass ich irgendwas vergiss. Ich kann nur über eine Sache reden. Da ist aber die letzte Folge noch nicht draußen und wahrscheinlich ändert die dann nochmal alles. Ich hab mir nämlich Was war? Und was ist das? ein Anime. Welcher? Delicious in Dungeons. Da haben wir das letzte Mal, wo wir beim Alexander Markus Konzert waren, haben auch 2 Leute, der Corby unter anderem, einer von unseren Hörern, hat mir auch davon verzeiht, dass der so gut sein soll, der Anime. Ich hab mir die erste Folge angeschaut, mir dachte, so eine Scheiße, wieso produziert man sowas? Und dann habe ich mir die komplette Serie angeschaut. so ging's mir damals mit dem One Punch Man. Da habe ich mir gar nichts angeschaut, weil ich gedacht habe, nein, so einen Scheißdreck schauen wir sicher nicht an. Und irgendwann habe ich mir dazu herablassen, dass ich es mal anschaue. Und dann ist es einer von den geilsten Animes überhaupt gewesen. Ich habe vor allem, so ab der 4. Folge habe ich dann wieder aufgehört und habe mir gedacht, ja, eigentlich, wie soll denn das bitte weitergehen? Und dann habe ich 10 Minuten drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen? Und dann habe ich es weiter angeschaut. Wo läuft denn der? Auf Netflix. Okay, muss ich vielleicht doch auch mal eine Chance geben. Aber wenn du sagst Netflix-Anime, hast du Blue Eye Samurai schon angeschaut? Na, immer noch nicht. Ich hab's mir nach dem Seppi seine Empfehlung damals im Talkthrough, ich hab noch eine Folge vor mir. Holla die Waldfist, das ist ein Brett von Anime, ja. Unglaublich gut. Die Geschichte, Brett das im Ziel. Sinne von bedrückend, weil davor habe ich, also da muss ich dann in der Stimmung dafür sein. Na, bedrückend jetzt nicht. Das ist einfach eine geile Geschichte in dem alten feudalen Japan. Okay. Und wie sie eben der Samurai da durchschnetzelt. Feudal. Wow. Ja, das haben wir jetzt Shade im feudalen Japan. Feudal. Ja, genau. Und geile, vor allem, ich glaube in der Folge 6, die hat eine Kampfszene drinnen, die so geil choreografiert und so geil zeichnet ist mit so einer geilen Kamera. Also wirklich echt einer der besten Animes, die ich jemals angeschaut habe. Musst du einballern. Ich hab da Bock drauf. Ich wollte nämlich eigentlich mir die neue Avatar-Serie anschauen, aber die kommt ja jetzt erst, ich glaube, Ende der Woche raus. Ja, am Also 22. Mal kommt die. Genau, die Realverfilmung. Also von Avatar Herr der Elemente, Mike. Nicht von Avatar die blauen Manschgeil hupfern umeinander im Wald. Ist aber nicht der, wo der Ding auch schon mehr einen Film gemacht Jo, hat, ja, der doch, Shyamalan, oder? Ja. Doch. Und jetzt kommt diese Serie raus und es schaut sehr, sehr, sehr geil aus. Also ja, die ersten Beutel haben wirklich überzeugen können, muss ich sagen. Ja. Und da bin ich schon gespannt und dann ist mir immer wieder dieses Delicious in Dungeon um mich herum. Und Mike, falls du nicht erraten kannst, um was es da geht, ja, eine Gruppe aus verschiedenen Völkern, also so ein Hobbit, ein Häuptling, Elfe, ein Mensch und ein Zwerg sind in einem Dungeon und müssen sich da von den Monster ernähren. Und die kochen da. Was? Ernähren oder erwehren? Ich hoffe, erwehren. Also sie müssen sie wehren. Also Und sie erwehren sich der Monster und ernähren sich dann von den Monstern. Ja. Okay. Überleben quasi. Ja, nur Ja, in voll. witzig. Nur in witzig. Und nicht auf dem Berg, sondern im Berg. Der hat ja verrückt da. Richtig crazy, richtig crazy. Ja, echt bescheuert. Also ich glaube, die erste Folge habe ich heute mit meiner Frau geschaut und die hat dann irgendwann gesagt, jetzt ist das dein Ernst. Netflix hat ein paar so Bescheuerte drin. Hast du den Yakuza Goes Hausmann gesehen? Das ist also so ein. Ich hab den Titel so gelesen und dachte, was wäre denn das wieder für eine Kasse? Da schaust du jetzt mal rein. Und das sind pro Folge, die auch so um die 20 Minuten dauert, sind das immer 3-4 kurze Episoden. Und da ist jetzt so ein ehemaliger Yakuza Auftragsmörder, der hat jetzt zurückgezogen, hat jetzt eine Frau und eine Katze haben's. Und er ist jetzt der Hausmann. Und dann ist halt das ist ja nicht richtig animiert, das sind ganz oft nur so Standbeutel, wo sich nur ein bisschen was bewegt, da ist halt einen ganz verrückten Stil. Und dann wird es aber so, seine Art zum Reden und so weiter, bleibt halt weiter die, wie es das kennst in Animes, wenn ein Bäser was sagt, weißt du, so ganz tiefe Stimme und er schaut dann irgendwie so von unten aus der Brain raus. Und während er dann so schaut und so komisch gestikuliert und so krass redet,
redet aber einfach nur davon, dass er seiner Frau gerade Brotzeittüten zusammenbricht für die Arbeit und ihr die dann in die Hände gibt. Und zuerst meinst du, der verzeiht jetzt, da wird er jemand zerstückt, weil er redet dann, er muss dann Scheiben schneiden und dann muss seine Überbleibsel muss in kleine Teile zerhacken und die musst du dann luftig in der Tüten einschwarzen. Und in Wirklichkeit erzählt er einfach, dass, wie man ein Brot herschneidet und die Beilagen dazu zerstückelt und wie man die dann einpackt, damit nichts ausläuft. Und es geht immer so, wenn es dann ums Backen geht, ständig geht es ums weiße Pulver und dann steht die Polizei wieder irgendwo am Eckerl und am Ende kaufen sie gerade Mehl. Also das ist also so ist also richtig, richtig dumm, aber echt witzig, dieser Krampf, dieser Stil mit diesem Besen Zeichenstil da noch dazu. Und er ist einfach nur am Kochen, am Backen, am Putzen. Wenn es dann im Supermarkt Rabatttage gibt, dann muss er da unbedingt rein und mit den ganzen Hausweibern da drinnen kämpfen, weil er jetzt da diese billigen Artikel haben mich. Dann möchte er in Nachbarschaftskreis von irgendwelche Frauen möchte er aufgenommen werden, damit er von denen lernt, wie man richtig Tee serviert, wie man richtig auftischt und lauter so ein Bullshit. Also ich hab mir das angeschaut, hab nichts erwartet und ich bin völlig begeistert von dem Scheißdreck ausgegangen. Okay. Verrückt. Okay. Macht Spaß für zwischendrin. Aber wenn du es wieder blutiger machst, dann schaust du einen Berserk an, Anime. Den hab ich jetzt auch durchgeschaut. Bin jetzt auch fertig. Und der ist auch sehr schade, dass die komplette Geschichte nie komplett als Anime veröffentlicht worden ist. Muss ich mir jetzt halt die Mangas kaufen, das hilft nicht, weil die Geschichte sehr interessant ist, sehr gut geschrieben. Die Figuren sind cool. Ja, und animiert ist auch Wahnsinn. Wenn er mit so einem riesen Schwert sich da durch die Leute durchhackelt, das ist schon ansehnlich. Das ist die alte Anime-Serie, oder? Ja, genau. Und da gibt's jetzt noch eine neue. Ich glaube, die ist von 2022, also eine neuere. Da haben sie, glaube ich, das meine war die Vorgeschichte, die es verzeihen. Und die alte, die es da gegeben hat, das ist irgendwie so in der Mitte eingestiegen. Da ist die eingestiegen, ich weiß aber die genaue Aufsplittung von der Geschichte weiß ich selber jetzt noch nicht. Aber du kannst, wenn du mit der neuen anfängst von 2022 und dann die alte anschaust, dann hast du so einen Fluss an Story, den du verzeiht kriegst. Und also voll gestörtes Ding, wenn sie im Folterkeller vor die Christen reinkommen, wo sie unten Texten foltern, ja, oberasozial. Vor der Folge steht da oben drüber, dass in dieser Serie sehr verstörende Bilder gezeigt werden können und dass man das halt wirklich nur anschauen soll, wenn man erwachsen ist und so, ob sie da packt. Und da sind echt Szenen dabei, was du sagst, also da ist halt von Vergewaltigung und Kindsmord und was wieder wird also es ist halt einfach so richtig raues, asoziales Mittelalter. Das ist Game of Thrones mal 1000 so ungefähr. Krass. Ich kenne die alte Anime-Serie nur durch so einen Zusammenschnitt, wo sie zwei Kumpels, die jedes Mal, wenn wir beim Fuggi waren, vorher das angeschaut haben, sie kaputt gelacht über, weiß ich nicht, Aussagen. Und ich würde immer sagen, aber ich verstehe gar nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Aussagen das so zum Kaputtlachen sind bei der Serie. Ja, keine Ahnung, das war von der englischen Synchro und die muss anscheinend total lächerlich sein. Okay. Keine Ahnung. Ja, ich hab so im Originalton ja wieder angeschaut und die englischen Untertitel, die haben passt. Sie hat zwar schon auch seine witzigen Momente, weil da ist dann irgendwann so ein kleiner Begleiter dabei, der ist dann so der Comic Relief von der Serie und die Gags mit dem, die sind ja immer aufgrund von seiner Mimik dann immer sehr passend. Also das ist nie drüber oder so, wie es bei anderen oft ist, sondern es ist immer, dass du sagst, passt, da kann ich jetzt schon lachen mit dir, du Vollidiot. Mhm. Okay. Also praktisch so wie mit dir bei uns. Da lachen wir nicht, weil die Witze, die ich mache, die sind nicht zum Lachen. Das stimmt. Die sind in der Regel unter der Gürtellinie, die sind oft sehr verletzend. Sie sind homophob, rassistisch, transphob, antisemitisch, genau. Also ich weiß ja, dass ich mich halt wieder in den Schlaf weinen muss. Corbiphob vor allem sind sie auch sehr. Ja. Also meine Witze sind, wer da lacht, der soll halt wirklich mal zum Therapeuten gehen. Ja. Oder in den Keller. Ja, oder in den Keller. Scheiß Mongos. Apropos Mongos, ich glaube, dass, Mike, du warst im Film sicher auch noch Splinter. Ja. Anscheinend wer hat da die Kamera gehalten? Was war denn das für ein Mensch? Keine Ahnung. Ich weiß gerade noch, dass wir dir damals gefallen haben, meine ich, oder? Ja, genau, das war mein letzter Wissensstand zu dem Film. Und dann, als sie da, Prime hat Splinter drinnen, da baust du ein das Ding, kannst du nicht mehr anschauen. Das ist Wahnsinn. Okay. Diese Effekte, die waren ja voll geil, wenn die Knochen zerbrechen und so weiter und das zusammen, also war eigentlich so ein geiler Body-Horror. Da kommen ja die Stacheln überall raus dann. Genau, und so, und dann hängen sie zusammen und was weiß ich, oder in der Mitte auseinandergerissen und hängen sie mit anderen Körperteilen, da haben wir voll die Thing-Vibes. Aber die Kamera ist so nervig, dass du nichts mehr siehst. Ich glaube, damals hat es uns irgendwie nicht so gestört, weil man das noch nicht so kennt hat. Mittlerweile haben wir da ein bisschen, glaube ich, ein besseres Auge dafür, wenn so das kann schon sein. Und du kannst es nicht mehr anschauen.
Also ich hab die ganze Zeit gerade an Bob Kelzer von Scrubs im Kopf gehabt, als ihm der Türk einen Wackelkopf schickt und er so, oh, sieh mal, ein Wackelkopf. Wackel die. Mehr, du siehst gar nichts. Diese ganzen Effekte gehen komplett unter, weil die Kamera so umeinander wackelt und so hektisch ist und so lächerlich, dass ich sage, ja, man hätte es mit Computer gemacht, hätte sich einen Haufen Geld wahrscheinlich gespart und es war kaum aufgefallen, weil du siehst nichts. Hat mich voll genervt, war ich voll lästig danach. Okay. Weil mir ja wirklich auf dem nur in die Film gefreut hat. Action-Szenen oder Ja, die genau. ganze Zeit? Hauptsächlich, wenn es rund geht. Da, wo es halt auch wichtig war, das zum Singen, weißt du, wenn dann dieses Viech kommt oder wenn wieder irgendjemand sein Arm auseinanderbricht oder was weiß ich, diese Szenen, die man jetzt singen möchte, weil es halt anscheinend auch wirklich Practical Effects waren überwiegend, die sind so verwackelt, dass du einfach nichts siehst. Und das ist, leck, war ich grantig nach dem Scheiß. Muss ich mir nochmal anschauen. Den habe ich wirklich als ein sehr gutes Ding abgespeichert. Ja, also ich hab den damals auch gekauft gehabt und den habe ich schon lang wieder mal singen wollen und jetzt haben wir gedacht, hätte ich es einfach nicht da und hätte die Erinnerung so gelassen, wie es war. Geht's da um die Rats von den Turtles? Ja, genau. Gut, Corby, ja. Und da haben sie rechte Probleme gehabt, darum haben sie mit der Kamera so gewackelt, dass er nicht merkt, dass das Splinter ist. Ja, dass die Turtles dabei sind. Und das wird zwar Und Autist, aber sie kommen wackel ein wenig mit der Kamera, dann kann sich keiner beschweren, haben sie gesagt. Mhm. Cool. Du Vollidiot, du. Ja, was denn? Ihr redet 12 Minuten lang über einen Film, ohne den zu erklären. Den Wichsfilm Der erkläre ich nicht. Corby möchte auch Inhaltsangabe, Kani. Was ist denn los? Hallo, Ja, ich deswegen- deswegen werde Stachel hier Gichtlerei. katapultiert hin zu unseren armen Hörer, die sich genauso denken, die den Film vielleicht gar nicht kennen, über was reden die Trotteln gerade. Ja, er ist ja ein Wort Dreck gewesen, also müssten sie ja gar nicht wissen, was das geht, weil die sehen eh nichts in dem Film. Sport's euch den Splinter, sport's euch, ihr seht's nichts. Er kann viel sagen, er könnte, aber der Kameramann hat anscheinend Parkinson und deswegen sehen wir nichts. Gut. Tut mir leid. Schaut euch lieber, ist jetzt auch so ein zweischneidiges Schwert, schaut euch lieber West Side Story an, das Remake von Steven Spielberg. Hat echt coole Liedl drinnen, die richtigen Ohrwurm-Charakter haben, aber wenn der Film gar ist, dann denkst du, was soll denn eigentlich die Scheiße? Also wer Filme mit Happy End mag, schaut sich nicht West Side Story an, weil bei dem Film gibt's einfach, da ist einfach, am Ende sind einfach gefühlt alle tot. Okay. Da ist nichts mit Happy End oder so, sind irgendwie alle tot. Ich weiß nicht, ich hab's Original nicht gesehen. Das Remake ist jetzt auf Disney Plus drin, aber ich dachte, ach, das lasst jetzt einfach mal nebenbei laufen. Und wie gesagt, das sind teilweise echt coole Lieder und ich finde das so auch cool choreografiert und so weiter, wie sie das alles machen. Und dann denkst du, ach, eigentlich eine schöne Liebesgeschichte, okay. Und am Ende, so, okay, glücklich seid darf man nicht, passt, hab ich nicht gewusst. Hätt's mir vorher sagen müssen, dann hätte ich vielleicht eh noch geschaut. Weil Ist da, wo der Hugh Jackman auch dabei ist? Ist das Nein, das ist Greatest Showman, was du meinst. Les Miserables. Und Les Miserables, genau. Les Miserables. Oder Greatest Showman, der ist aber auch dabei, oder? Ja. Aber Les Miserables, meine ich, da stehen wir auch recht viel. Den hab ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht, ich hab mir's nur sagen lassen. Ich schau's Ja, so Musikfilm ist ja nichts für dich, oder? Nein, das Singen's. Ich habe jetzt schon öfter mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir Streets of Fire anschaue und mir gedacht, hey, cool, so ein Gangster oder so ein, Gangsterfilm ist ja nicht, aber das war so ein 80er Jahre Exploitation-Film. Und dann hat es gesagt, ja, da so viel singen, war ich schon wieder fertig. Warum magst du das nicht, wenn die Leute singen? Nein, das mag ich nicht. Das mag ich nur bei Küss den Frosch, den habe ich zum Beispiel erst gesehen. Und da fand ich die Lieder auch genial. Komm, was schaust du so blöd? Was ist denn los? Ich hab den Küss den einmal Frosch ist gesehen mega und, gut. Ich fand den ehrlich gesagt gar nicht so toll. Hau ab jetzt, der ist mega gut. Küss Das den ist ein Frosch richtig ist, schöner oder? Zeichentrickfilm. Es ist so ziemlich der letzte gewesen, oder? Seine Art von Disney. Ja. Ich hab den auch als gut in Erinnerung. Der ist muss super gut. Muss jetzt am Mike supporten. Corby hört den mal. Wahnsinn. Okay. Jesse hat sich neulich Vajana angeschaut und ist dann drüben gesessen und hat dann ganz laut mitgesungen. So Ja, kannst ist du auch nicht schön. sagen, das ist super. Ja, der ist auch schön. Vajana ist auch. Gibt nur zweiter Vajana Teil, ist meine ich. mega gut. Ja. Da gibt es jetzt ein Live-Action-Remake mit The Rock, gell? Er spielt Vajana, Echt? oder? Da flippst du aus. Ich glaube, dass das mega wird. Ja, echt? Nein, Das machen Ja. sie jetzt schon. Ja, das machen Nein, sie das jetzt ist, schon. das ist doch ein Fake-Ding, oder? Nein, ich habe jetzt beim Internet nachgeschaut, jetzt 2025 soll das kommen. Jesus Maria, Himmelvater schon, aber weißt du, nicht glaubst, wenn sie nicht Aber selber eine sagst. bessere Ja, Besetzung für einen Maui gibt es nicht. Ja, Als er wie ein The Rock. spricht doch auch den Großen, oder? Im animierten. Ich weiß nicht. Animierten. Ich glaub, dass er da den Großen, mit dem sie dann da umeinander guckt, einmal. So, der spricht. Maui, darfst du schon sagen. Maui, Wowi. Ja, freilich, Dwayne Johnson spricht da schon. Habe ich ihm schon recht Okay, gehabt. das ist ja voll Meta schon wieder. Ja, das ist Aber richtig wieder. Drum, wieso machen sie denn den jetzt schon als Realverfilmung? Ja, warum nicht?
Ja, was Ja, ich bin jetzt singen? da müssten sie ja vorher dann nur Baymax machen. Oh, Baymax war auch cool, das war ein richtig schöner Film. Da muss ich über Warner dann. Ja, Baymax, da kriegt mir ein zweiter Teil her, hätte ich mir fast behaupten. Ja. Aber ich glaube, da kommt ja nichts, oder? Weil die haben doch da eine Serie da irgendwie gemacht. Ja, Stimmt, ja. da gibt es auch noch irgendwas, ja. Aber an dem Film gelangt das nicht ohne. Habt ihr es eigentlich gewusst, noch ein kurzer Funfact am Ende, dass Beutelmäuse Sex haben, bis sie tot sind? Die haben eine Paarungszeit von bis zu 3 Wochen und die mausen an 14 Stunden am Stück, mausen die alles weg, was da gerade erwischen und dann kriegen sie so viel Cortisol-Hormon eingeballert, dass sie dort umfallen. Und dann, wenn sie für eine Weiberl werden sie dann gefressen. Wie das gelernt halt. Gibt es eigentlich eine schönere Art zum Sterben, als mit 14 Stunden alles wegbolzen, was du sagst und dann einfach da rumfallen? Das ist doch echt So übel, stark. oder? Die Natur ist teilweise echt am grausamsten von allen. Ja, aber jetzt schau dir mal, Ja, das ist schon süß-sauer, Korbi, oder? Das ist ich nicht wollte nur gerade sagen, grausam. das ist so Glück im Unglück, da jetzt ich Ja, sagen, weil hätte schau dir schlimmer mal, laufen können. jetzt schau dir mal uns Menschen an. Was haben wir? Einen Schlaganfall und Krebs und dann vegetieren wir so 800 Wochen noch im Bett in unserer Pisse, in unserer Scheiße. Da darf ich lieber 14 Stunden, wie gesagt, alles über die überbolzen, was ich sage und dann da rumfallen, bevor wir das, also, ich bin Team Beutelmaus. Hast du schon mal karrieretechnisch überlegt, ob du nicht Biologielehrer werden möchtest? Nein, weil Sexualkundelehrer. es mir sofort einsperren. Das wäre so interessant, wenn du versuchst, Jugendlichen beizubringen, wie das so ist mit Kleinkindern, die sind alle Ja, ja. scheiße. Dann, genau. Heute sage ich euch mal, wie man Kondome überstreift. Herr Lehrer, wo sind denn In jeder Stunde wird das erst 5 Minuten gemacht. Herr Lehrer, wo sind denn die Bananen? Welche Bananen? Ich war ein guter Biologielehrer. Aber auf alle Fälle, das habe ich ja gelesen, aber ich dachte, das muss ich mit euch teilen, weil ich bin ziemlich neidisch auf Beutelmäuse. Okay. Da bin ich echt sehr. Cool. Ja. Ja, also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt dann mal wieder Gescheiterfallrunden und thematisieren das 1 Stunde lang Kani als Biologielehrer. Das können wir gerne machen. Was da für potenzielle Themen und Gefahren bestehen. Verrückt, oder wir machen einfach Gescheiterfallrunden über verrückte Biologie. Ja, oder so. Und dann sucht jeder den gestörtesten Scheiß, was er außerfindet, raus und den Das heißt dann Bad Biology, oder? Ja, genau. Da machen wir Kondom überstreifen ohne Bananen, nennen wir die Folge dann. Mike, du hast, glaube ich, noch was, oder? Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Ja. Hau noch Das aus, das war, glaube ich, auch der beste, den ich jetzt da im Februar gesehen habe. Und zwar der Siegeszug der VHS-Reihe geht weiter, Baby. Und so habe ich VHS 99 gesehen. Ich habe nicht widerstehen können. Ich habe dieses wunderschöne Steelbook gesehen vom Walmart und habe mir das leider kaufen müssen. Und der Film ist mega, mega gut. Ich möchte fast behaupten, dass, also an den zweiten VHS kann er nicht ganz hin, weil der ja dieses unglaublich gute Safe Haven Segment drin hat. Aber ich möchte fast behaupten, dass er mit Teil 1 und 4 locker mithalten kann. Das ist jetzt mittlerweile der 5. Film und ist wieder mega kreativ, überraschend, atmosphärisch und blutig. Das Ding dauert auch fast wieder 2 Stunden und hat 0 Leerlauf. Also diesmal haben wir auch keine Rahmenhandlung. Nein, das ist ganz seltsam. Das ist wie wenn du da wirklich ein VHS einlegst und dann siehst du, dass ein paar Sachen überspult worden sind und hin und her und das ist überspult worden und du hast so Bildfehler drin. Dann siehst du, dass quasi also ein Schulprojekt von einem Burm überspielt worden ist. Du siehst dann, dass mit so kleinen, die kleinen Soldaten, die man auch von Toy Story kennt, da ist so ein kleiner Stop-Motion-Animationsfilm gedreht worden und der ist quasi zugunsten dieser VHS-Episoden überspult worden. Und so zwischen den Episoden sieht man immer wieder diese kleinen kurzen Schnipsel von diesem Stop-Motion-Soldaten-Film. Szenen. Fand ich ganz lustig und lockert das Ganze ein bisschen auf. Ich bin zwar schon ein Fan von so Rahmenhandlungen, weil am Schluss eskaliert es dann allerweil noch so richtig schön, aber dafür eskalieren die Folgen an sich recht schön. Also wir haben in der ersten Folge Punk-Rock-Zombies, die sich nicht verarschen lassen wollen und dann richtig Rambazamba machen. In einer Episode haben wir ein Studentenverbindungsaufnahmeritual, das schief geht. Da lässt sich eine mit einem Sarg im Boden eingraben und muss da quasi über Nacht aushalten. Aber das ist schon mal schief gegangen und da ist schon mal eine Kommilitonin zu Tode gekommen und
die zeigt sie dann nochmal, wird dann sehr cool, sehr klaustrophobisch und auch von den Kameraeinstellungen, was du sagst, das ist in der Kisten da drauf und so, ist schon mega, mega stark wieder. Eine Folge haben wir, da ist Corby, der Alex Winter, glaube ich, heißt der, da muss ich jetzt noch mal schnell nachschauen, der diesen Deadstream gemacht hat. Ja. Der hat die letzte Episode gemacht, voll abtrat, da geht so ein satanistisches Ritual schief und dann haben sie auf einmal in einer anderen Dimension bei so Dämonen und Monster und so, also trat komplett ab und auch dieser Alex Winter und seine Frau, die spielen auch wieder selber mit. Ah, geil. Fand ich auch sehr geil, dass die Joseph da... Winter heißt der. Joseph, danke, Conny, super. Bin ich alle da. Da habe ich schön nachgeschaut. Shit, ja. Das war jetzt live an, dass du geschaut hast. Ja, immer. Was? Ja. Was? Was hast du gesagt? Leihwand. Das war stark, war gut. Schön, gut, dass er geschaut hat. Viva la Movilusion, der Multikulti-Podcast, Baby. Ja. Multilingual gebildet sind wir. Vollgas. Ich hab nicht gewusst, dass es innerhalb von Niederbayern noch mal so ein Niederbayern gibt. Jo, das ist da heraus bei mir. Nee, der Erlau. Leihwand ist ja eher Österreich. Ach so, okay. Genau. Die Effekte sind unglaublich viel, sehr geil gemacht, ist vollblutig, also vor allem mal die erste Geschichte mit diesen Punkrock-Zombies, da werden leider mal wieder so richtig auseinandergerissen und so und schön. Auch diese vier Kreaturen, die man da allerweise so sieht, also wirklich, wirklich sehr geil gemacht. Hat riesig Spaß bereitet und der spielt ja jetzt quasi da VHS 99 hast später quasi in die 90er und hat also richtige Geschichten aus der Gruftatmosphäre. Fand ich super cool. Dann auch wieder mit diese Störelemente drin und so. Also wirklich sehr authentisch gemacht, dass du sagst, du hast jetzt da wirklich so eine VHS-Kassetten aus die Ende der 90er und die haust du jetzt da rein. Also wirklich ganz toll. Und ich glaube, dass der so Found-Footage-Fans so richtig geil befriedigen wird. Ich weiß nicht, warum das Teil bei uns nicht rauskommt, keine Ahnung, weil mittlerweile gibt es ja schon VHS 85, glaube ich, VHS 85, meine gibt es mittlerweile auch schon. Und bei uns kommt irgendwie nichts raus. Bei uns ist ja der davor schon nicht rausgekommen. Jetzt weiß Der ich gar letzte nicht. war der Viral, oder? Der bei uns rausgekommen ist. Der Das ist dritte. jetzt der offizielle war der Viral. Ja. Und da gibt es ja dann noch den 94 anderen. meinst du, oder? War das 94? Also 94, das ist dann der, was ist denn das dann, der vierte? Das ist der vierte Teil. Das ist der vierte, der war auch sehr gut. Dann jetzt eben 99 und dann gibt es eben noch 85. Das ist jetzt der aktuellste. Genau. Geilo. Ja, immer her damit und bringt das Zeug bitte raus. Macht riesen Spaß. Blu-ray kann man, also, oder? Sehe ich das gerade falsch. Auf Blu-ray kann man den kaufen. Aber US-Import. Oder UK, also in Deutschland gibt es noch nicht. Ja, also ohne FSK-Prüfung, ja. Genau. Da die gern sehen. Weiß ich ja, wer den jetzt hat. Wir fahren jetzt dann zu Mike und dann machen wir aber eine Shopping-Tour. Shopping-Tour. Kommt's dann schon mit der Tüten oder mit dem Wagel oder mit dem Kerwi und dann geht's rund. Kaufen wir ein bei Mike. Um Himmels Willen. Eben. Lasst's mir mein Klump. Uiuiui. Okay, ja gut, also ich glaube, wir haben eine der längsten Warlex-Folgen überhaupt heute mal aufgenommen. Ja, Wahnsinn halt für das, dass wir nicht vorbereitet waren alle und ich gemeint habe, dass der Talksthrough läuft. Du warst der Einzige, der nicht vorbereitet war. Für meine Neugierde würde ich alle Hörer bitten, einfach mal drunter zu kommentieren, ob ihr das jetzt gut oder scheiße findet. Und ihr euch schon vor einer halben Stunde gedacht habt, meine Fresse, die schlechteste Folge aller Zeiten. Und wie neidisch ihr auf Beutelmäuse seid, möchte ich auch wissen. Ja, das ist natürlich ist- die wichtigste. Das ist eigentlich das Wichtigste aus der Folge, oder? Und Ja. was sagt ihr zu Madame Web? Bester Comicfilm des Jahrzehnts? Ja. Wer weint? Da Wer kann, weiß? da kann jeder vorherige Einpacker meinem Web Beste, oder? Krass. Richtig Gangster, der Film. Ich bin aber trotzdem neugierig, ich sag's wie es ist. Ich Der brauche Fall ist aber Trägermuster. neugierig. Darum bin ich ja ins Kino gegangen, weil natürlich bin ich neugierig. Wir wissen, was daraus machen. Aber ja, sowas, ja. Nein, mag ich nichts mehr sagen. Mag ich nichts mehr sagen. Gut, dann in diesem Sinne, wir freuen uns natürlich, wenn ihr das Ganze teilt, liked, kommentiert, in die Welt herausruft, wie geil wir sind. Und ansonsten, ja, vielen Dank Mike, vielen Dank Kani. Es war wieder mal sehr eine gern. Freude mit euch. Ich kann es nur noch mal betonen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
Nicht vom Beutelmausbau. Weißt du, wenn du so lange kannst, ich glaube, bei dir ist nach 2 Minuten erstmal Schluss. Da geht's nicht ums Lang, da geht's ums Fell. Das hast du falsch Nicht die verstanden. Qualität, sondern die Quantität. Ja, genau. Die müssen auf 14 Stunden so viel durchlassen an Weiber, wie es noch gerade geht. Und was ist, wenn die gar keine finden, dann explodieren die einfach. Ja, ich glaube, dass die in der Paarungszeit einfach irgendwo alle in irgendeinem Bumspuff umeinander lümmeln. Und haben einen Arsch in der Luft und dann geht's rund. Das ist wie so ein Schwulen-Sechstreffer am Parkplatz. So wie bei South Park mit dem Haufen, oder? Ach, Ja, oder kommt, so, ja. zurück in den Haufen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Adieu. Wiederschauen. Servus und habe Ehre.